Einen wunderschönen Freitagnachmittag wünsche ich euch. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr seid bereit fürs Wochenende. Ich bin es auf jeden Fall. Ja, wir spielen heute Dreamlight Valley. Es ist gerade fertig installiert, was ich ganz komisch finde, weil letztes Mal habe ich über Cloud gespielt. Hey, schau, Seras, wie geht's dir? Und bist du bereit für das Wochenende? Hast du schon Pläne? Und ich habe jetzt gerade noch schnell müssen hier auf Instagram schon posten, dass ich live bin. Jetzt habe ich dann gesehen, dass meine Katze Huren am Chillen ist. die ist da, muss mal schauen, so herzig. Die chillt einfach quer und lang gezogen eigentlich auf ihrer Spielwiese. Ich habe so eine Spielwiese gekauft. Und da hat ganz viel Spielzeug drauf. Und sie liegt dort einfach quer drüber und ist einfach am Pennen. Ich muss schnell noch posten. So. Das mache ich dann nach dem Stream. Gut, selber bin immer ready fürs Wochenende. Gell, wer schon nicht? Wer hat schon nicht gerne Wochenende? Gibt es irgendeine Person, kennt ihr irgendjemanden, der nicht gerne Wochenende hat? Also ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die nicht gerne Weekend haben, wenn sie irgendwie die ganze Zeit allein sind. Das kann ich mir natürlich schon vorstellen. Wenn sie keinen Plan haben, immer allein sind, dann kann ich das absolut nachvollziehen. Und der Martin, zurück vom Einkaufen. Weiter geht's. Ja, genau, weiter geht's. Was hast du Schönes eingekauft? Also die gängigen Lebensmittel, die du halt gegen so brauchst, oder what is it? Hast du irgendwie etwas Spezifisches gebraucht? So. Jetzt muss ich noch ganz schnell Horti da im Discord posten. Jetzt haben wir das auch gemacht. Wunderbar, es läuft. Das war natürlich auch ein Zeug, gell? Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber ich war jetzt wirklich eine Weile nicht da gewesen. Ich habe jetzt wirklich ein paar Wochen gefehlt. Einerseits wegen Gamescom, dann war ich krank und solche Sachen. Und jetzt konnte ich endlich mal wieder streamen. Und die ganzen Einstellungen und alles. Es ist wie so, wenn man so 3-4 Wochen nicht mehr streamt. Es ist wirklich, man muss sich neu daran gewöhnen. Es ist wirklich interessant. Das ist wirklich so ein... warte, wie ist das jetzt gegangen? Ja. Ich kaufe bis nächsten Freitag für eine Person 82 €. Wird immer teurer. Oh wow, 82 €. Das ist aber schon hure viel. Für eine Person. Also ich meine... Mir kommt es teilweise auch vor, dass ich so für 70, 80 Stutz einkaufe. Aber das ist dann, wenn ich wirklich viel auch Sachen poste, wo man über längere Zeit hat. Also zum Beispiel ein Olivenöl, so eine Gutter an Olivenöl, die brauchst du ja nicht innerhalb von einer Woche. Und sonst irgendwie, wenn ich Aktionen sehe und ein paar Sachen mitnehme, Fleisch und so weiter, zum Eingefrieren und so, dann zahle ich auch ein bisschen mehr. Aber 82 Stutz für einfach eine Person für eine ganz normale Woche einkaufen ist schon extrem viel. Ja. Hey Massimo! Wunderschönen guten Nami, wie geht's dir? Wir sind heute Morgen ein bisschen zu kurz gekommen, wir zwei zusammen zu reden. Aber ich hoffe, es geht dir gut. Wir haben uns ja jetzt auch schon eine Weile nicht mehr gesehen. Aber ja, läuft halt. Ist ja so. Das ist halt so, gell? Je nachdem, was halt abgeht. Privat streamen. Entschuldigung, privat streamen ist bei mir im Moment gerade ein bisschen schwierig. Aber heute Morgen konnte ich zum ersten Mal wieder streamen und es war echt cool. Hält viel um die Ohren. Ja, wem erzählst du das? Das ist definitiv so, ja. Ich habe sehr viel um die Ohren. Falls ihr euch wundert, ich schaue einfach immer wieder über zu meiner Katze. Das ist einfach so herzig. Gell, Bonnie? Fertig gefüßelt. Sie schaut mich ganz voll so an. So. Sie hat es ist wirklich lustig, sie hat so ein grumpy Face irgendwie.
Aber wir sind hier, weil wir wollen Disney Dreamlight Valley schauen. Beziehungsweise ich spiele es, ihr schaut es. Und ich habe mir es vorher, ganz lustig, ich habe es am Montag, ich habe schon ein bisschen angespielt, etwa eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Und da habe ich es irgendwie über die Cloud gespielt, weil es noch nicht anders gegeben hat. Und jetzt musste ich es aber installieren. Ganz interessant. Übrigens beim Xbox Game Pass ist das drin. Aber am Nami bist du jetzt daheim und hast Homeoffice, bis die Tochter heimkommt. Und dann tun wir noch ein bisschen zusammen streamen. Dann zum Enki, zum zusammen streamen. Nice, aber ohne Tochter nehme ich an, oder? Oder nimmst du die Tochter mit? Es ist chillig. Also, ich würde sagen, Musik stoppen wir und dafür starten wir Disney Dreamlight Valley. So. Bitte warten. Aha. Yes. Vielleicht sehen wir uns am Hero Fest. Ja. Ich bin ziemlich sicher am Hero Fest. Ist ja gerade hier um die Ecke. Also plus minus. So, jetzt soll es etwa gehen. Voilà. Sehr gut. Ja, das Hero Fest ist schon geplant, dass wir dort gehen. Also wir haben zwar keinen Stand mit brack.ch, aber wir sind sicher am Samstag vor Ort. Ja, das liegt uns, also es ist uns schon am Herzen, dass wir wenigstens vorbeigehen. Es war einmal eine Traumwelt, in der vertraute Freunde von den heldenhaftesten bis zu den bösesten in Harmonie zusammenlebten. Im Laufe der Zeit setzte jedoch das Vergessen ein und die Welt wurde in die Dunkelheit gestürzt, bis du aufgetaucht bist. Du hast die Macht, es wieder zu etwas Besonderem zu machen. Natürlich nur ich. Mit deiner Hilfe kann diese Traumwelt sich wieder zu etwas Magischem entwickeln. Das ist ja voll am Spoilern irgendwie. Dies ist ein Ort, an dem du keine Sorgen haben wirst, wo du dir wünschen wirst, die Zeit könnte stehen bleiben, wo du mit jedem Freundschaft schließen und deiner Leidenschaft folgen Ich kannst. kann angeln, das ist schon mal Ein gut. Ort, an dem du dich wie zu Hause fühlen kannst. Dies ist ein Ort, an dem es jeden Tag ein neues Abenteuer gibt. Dies ist Dreamlight Valley. Der von Toy Story. Wie heisst der? Der Bud. Was soll ich jetzt erzählen? Ja, das ist gut. Wirklich, sonst starten wir eine beliebige Taste. Wir spielen mit. Ja, nein, das will ich eben eigentlich nicht. Ich will wirklich ein neues Game starten mit euch, wenn das für euch okay ist. Ich bin zwar nicht weit gekommen, aber ich will euch trotzdem von Anfang an zeigen, was da abgeht in diesem Spiel. Sie schaut ein bisschen hinter die Kulissen. Aber eben, du nimmst sie trotzdem mit in diesem Fall. Das ist natürlich cool. Da hat sie sicher auch ein tolles Erlebnis. Ich habe auch gestern ein bisschen über Cloud angefangen zu spielen. Super nice gemacht. Alle diese Charaktere. Das ist super cute. Ja, also die Nostalgie kommt eben schon vor. Wenn du dich das vorstellen zurücksetzen möchtest, ja. So. Alte und neue, ja. Es ist wirklich so schön. Die Nostalgie kommt halt wirklich durch. Aha. Es wird doch eigentlich noch so ein bisschen zu mir... ein bisschen lange Haare, aber es wird plus minus ein bisschen zu mir passen. Sie schaut so ein bisschen bekifft, irgendwie, ne? Ja, ich nehme mal die Augen. Ja, jetzt können wir natürlich anfangen mit... ich will violette Augen. Ich darf, ist ein Spielcharakter. Die Augen finde ich aber eigentlich ganz gut. Ich finde, die passen zu mir. Oder die da hier? Nein, die da hier. Die sind gut. Lidschatten. Ja, ich habe jetzt eigentlich nicht so wahnsinnig gern blaue Lidschatten, um ehrlich zu sein. Ich stehe da eher ein bisschen auf natürliche Farben. Das ist echt das hier. Ist das
Ach, das ist das Oberteil. Oh wow, okay. Jetzt nehmen wir das. Das ist doch gut. Ein bisschen natürliche Farbe. Da haben wir noch Transparenz, die wir einschalten können. Oha, also transparent 100% und transparent 0. Eigentlich sollte es ja umgekehrt sein, aber okay. Ja, nehmen wir das so. Das ist ganz gut. Da kann man noch auswählen. Nein, das finde ich ganz schön, so wie ich es eingestellt habe. Perfekt. Hey Suni, wie geht's dir? Hello. Wir sind gerade unseren Sim-Charakter, hat ich fast gesagt, unseren Dreamlight Valley-Charakter am erstellen. Anscheinend sollte es aber wirklich für ein bisschen dunkler, meine Augenbrauen sind ein bisschen dunkler. So. Ja, das passt. Ist ein bisschen so. Oder wir machen es einfach violett. Nein, das sieht komisch aus. Das ist wirklich sehr ungewohnt. Grau ist auch nicht cool. Wir machen es so, ein bisschen dunkler. Wir können es ein bisschen transparenter machen. He? Das sieht weird aus. Transparent? Wer ist auf die Idee gekommen, die Augenbrauen transparent zu machen? Das ist ganz schräg. Sie ist schon ein paar Mal gekommen und findet es cool. Nice. Wie alt ist deine Tochter, Massimo? Und ich könnte mir gut vorstellen, dass sie dann auch irgendwann mal findet, so hey, streamen wäre eigentlich ganz geil für mich, ne? Ja, die Augenbrauen sind auf jeden Fall schon besser als die vorher. Die vorher waren ein bisschen zu dünn gewesen. Oh ja, das da hier. Geil. Nein, das ist mir zu dünn. Ich bin ein bisschen Natural Beauty, hätte ich fast gesagt. Wobei die sehen auch schön trimmed aus. Nehmen wir die. Und die da hier. Wow, okay. Ja, ist mir jetzt schon ein bisschen too much. Wir nehmen die. Nase. Ich habe eher so eine Nase eigentlich. Ui, das geht schnell. Jetzt ist das zu meiner Nase. Mu. Ist der ausgewählt? Nein, ich will sicher nicht so einen schmalen Mu. Ich finde, es sieht schlimm aus. Ich finde, das passt zu mir. Nein. Das ist doch etwa mein Mu. Das ist ein bisschen dick. Das ist ein bisschen dünn. Das nicht. Das ist schon ein bisschen aufgespritzt. Das ist irgendwie weird. Der ist okay, aber ein bisschen schmal. Das ist schon der. Ja. Nehmen wir den. Farbe. Ihr wisst, ich habe gerne Lippenstift. Darum muss schon ein bisschen Lippenstift her. Ein schönes Pink. Ein dunkles, ein helleres. So matt. Oder wenn wir beide ein bisschen dunkler. Transparenz ist natürlich da noch eingestellt. He? Ja, das darf schon ein bisschen satter sein. So, perfekt. Ja, gerne pinken Lippenstift. Ja, allgemein gerne pink, Leute, das muss ich wirklich sagen. Ich stehe dazu. Ich habe mir letztens ein pinkes Oberteil gekauft, zum ersten Mal nach Ewigkeiten wieder. Und ich finde es toll. So, ich habe eher ein bisschen breiten Kiefer. So ein bisschen eckig. Das ist voll okay. Oh, was ist da noch? Farbe. Aha, das ist Blush. Schloss habe ich keine. Muttermal. Ja, tatsächlich hier ist Muttermal. Ja, wirklich. Ja, hier so ein Muttermal. Ist da oben. Aber mit Blush spiele ich jetzt mal lieber nicht. Das wird zu kompliziert. Ich finde das ganz okay. Und ihr kennt mich. Eigentlich normalerweise brauche ich sehr lange, um Charaktere zu erstellen. Aber finde sie eigentlich gerade sehr angenehm, so wie sie ist. Ich finde es echt gut gemacht. 10 ist sie. Ja gut, okay. Ja, zum Streamen noch gerade ein bisschen jung. Geht super und ist bei dir auch so grusiges Wetter? Ja, es geht. Es war schon mal schlimmer, um ehrlich zu sein, Suni. Also es hat wirklich schon schlimmeres Wetter gegeben. Also wunderschön ist es jetzt auch nicht. Einfach so ein bisschen bewölkt und regnerisch. Aber komm, hör auf, bei dir zu bewegen. Schon ein bisschen lange Haare. Pony will ich nicht. Ich will keinen Dutt. Die Frise ist langweilig. Das gefällt mir nicht so auf den ersten Blick. Das ist schon cute. Das sieht so streng aus. Also so. Ich glaube, die Frisur würde ich haben, wenn ich 40 bin oder so. Also nicht die. Die da hier meine ich. Ich glaube, die Frise würde ich haben, wenn ich 40 bin oder so. Oder 50. So ein bisschen älter zumindest. Die hat es uns angezeigt, von Anfang an. Also in der Voreinstellung.
Das ist halt auch witzig. Aber nein, es sieht so serious aus. Ich will nicht so serious aussehen. Nein, oh Gott. Das geht gar nicht. Nein. Wo war jetzt die Frise? Die ist... Das war da. Ah, das war der Tod. He? Dort habe ich zwar selber auch noch öfters, aber das ist auch noch witzig. Nein, ich glaube nicht mehr die Frise, die sie in der Vorstellung hatte, die hier. Die ist ganz cool. Aber irgendwie... Ah. Ja. Ich glaube... So ist ganz cool. Nee. Ja, ich glaube, das ist ganz witzig, ne? Violette Haar! Also, ich meine, wenn schon, dann schon. Doch, ich finde das ganz gut. Mein Booty ist auch ein bisschen vorhanden, darum nehmen wir die Figur, die passt tipptopp. Nein, was hat er noch geschrieben? Um was geht es in diesem Game? Ich habe glaube mal was gehört davon. Kannst du schauen, ein bisschen? Wir haben jetzt erst gerade gestartet. Gesichtsbemalung. Nein, ich will keine Gesichtsbemalung. Bart will ich auch nicht. Gut, wunderbar. Gib meinen Namen ein. Jetzt müssen wir noch schreiben. Jetzt muss ich das gleich mit der Tastatur machen. Wie ist jetzt das? Okay, das packt es um. Okay, wow. Beim Ding war es nämlich anders beim Cloud. Da ist es schwarz geworden plötzlich und oben rechts im Ecke ganz klein schnell die Namen eingeben. Dann haben wir so gedacht, okay, weird. Aber das ist natürlich schön. Unsere Geschichte beginnt mit einem Ende, denn du beschließt, dass es an der Zeit ist, die Stadt hinter dir zu lassen. Auf der Suche nach einer Auszeit von den Pflichten des Lebens gelangst du das können wir, glaube ich, alle mal brauchen. Ein Spaziergang auf einem nahegelegenen Weg führt dich zu einem Ort, an dem du als Kind das Gefühl hattest, dass das Leben einfacher ist. Und mit ein bisschen Fantasie werden alle deine Träume wahr. Okay, hast du so eine Ahnung, was die Hauptessenz ist von dem Spiel? Nachdem du den gefunden hast, erinnerst du dich an diese längst vergessenen Träume und schläfst ein. Wie Alice im Wunderland. Muhaha. Also, der hat ja gesehen selber, jetzt auf dieser Lichtung, es hat ja viele Disney-Sachen gehabt, also viel so ein bisschen Spielzeug in Disney-Style. Und es hat ja auch Ranken gehabt, die drüber gewachsen sind. Und eben, sie hat ja selber im Text gesagt, es ist in Vergessenheit geraten. Ich gehe jetzt mal davon aus, das ist die Quintessenz. Es geht ja darum, zu vergessen. Das ist unser Hauptgegner, zu vergessen. Und es geht darum, zu vergessen, zu besiegen. Also von dem her. Wir müssen das Vergessen von unserem Erwachsensein entgegenschauen. Wie ist es von der Lautstärke her eigentlich? Ist es zu laut, das Game? Das ist neu. Du bist hier. Schön, denn uns bleibt nicht viel Zeit. Ja, Jan, was ist neu? Was ist neu, Jan? Oh nein, was hat er noch geschrieben? Was geht es genau? Für den Wahnsinnigen, den sie abrasieren. Was? Was für eine Wahnsinnige? Was abrasiert, Suni? Von was redest du? Sie hat beim Enki auch schon mal ein Unboxing machen und er hat es aufgenommen für sie, als Erinnerung. Er hat so Pseudo-Alerts laufen und sie durfte mit den verschiedenen Cam-Einstellungen spielen. Cool. Und wie hat es ihr gefallen, Massimo, ihrer Tochter? Ich denke, es ist sicher noch witzig. Ich glaube, wenn du die Mutter mal wegnimmst, am Mug sieht es wieder ähnlicher. Ja, das habe ich ja nicht gemacht. Pink ist super, gell? Pink ist wirklich eine schöne Farbe. Und jetzt, vor allem, ich habe jetzt wirklich Matchmaking, hat ich fast gesagt, mit meiner Maus. Meine Maus hat nämlich basically genau das gleiche Pink. Ich könnte wirklich so Camouflage spielen. So, finde die Maus. Wo ist die Maus? Man sieht es aber wirklich fast nicht.
haben wir einen pinkigen Trainer für die LAN gekauft. Hure gut. Für die Switzerland, Suni. Also gehst du an Switzerland oder woher gehst? Das war wegen der Augenbrauen transparent. Ich habe es mega gefunden. Darum wird sie immer wieder kommen. Okay, ja, das ist natürlich herzig. So, also, was ist das? Ist meine Brille verzaubert oder bist du doch echt? Ich weiß nicht, bist du es? Das ist wirklich sarkastisch. Das ist eine ziemlich existenzielle Frage. Ich werde später darüber nachdenken müssen. Ich fürchte, du musst mich entschuldigen. Ich habe seit Ewigkeiten niemanden mehr getroffen. Einfach der Merlin, so cool. Willkommen im Dreamlight Valley, meine Liebe. Dreamlight Valley? Dieser Ort ist irgendwie wundervoll. Irgendwie. Aha, das ist für euch natürlich dumm. Moment, ich auf. Oh, ja, well. Okay. So einfach ist das, dass man das nicht mehr sieht, wieder sieht. Ist das da? Oder welches ist das? Jetzt muss ich jetzt schnell schauen, dass ich das hier. Ah, tatsächlich, interessant. Ich weiß warum. Okay, wow. Wow. Es ist einfach ausgeblendet. So, also. Da seht ihr ein bisschen mehr. Sonst seht ihr die ganzen Auswahlmöglichkeiten ja nicht. Das wäre schade. Ich will so eine Tastaturunterlage von Logitech, von deiner Insta-Story. Sorry. Die mit den Wölkchen, aber dann musst du schon die Tastatur auch dazu kaufen. Massimo, sonst ist es nicht cool. Du gehst zu Switzerland, okay, nice. Also, es ist irgendwie wundervoll, irgendwie gruselig, furchtbar geheimnisvoll. Ich würde sagen, es ist furchtbar geheimnisvoll. Das Gefühl, dass ich diesen Ort ewig erforschen könnte, ohne all seine Geheimnisse zu entdecken. Ja, das Tal ist voller Geheimnisse. Es gab aber eine Zeit, in der es auch mit Magie und Wundern erfüllt war. Oh Gott, sie lache. Oh, aber ich habe mich noch nicht vorgestellt. Du fragst sicher, wer ich bin. Kennedy, du bist der Merlin-Dude. Das ist so seltsam, ich habe fast das Gefühl, dass ich dich kenne. Du bist ein großer und mächtiger Zauberer, richtig? Ja, aber nicht irgendein Zauberer. Ich bin ein Wahrsager, ein Prognostiker. Ich habe die Macht, in die Zukunft zu sehen. Ich bin auch ziemlich geschickt in Alchemie und Zauberei. Da dies nun geklärt ist, stellt sich noch die Frage, wer du bist. Ich bin Steffi. Steffi, nun, der einzige Weg ins Dreamlight Valley führt über Träume. Du musst also auch über große Magie verfügen. Wie könntest du sonst hier sein? Ich weiß nicht, wie ich bei daher komme. Okay, machen wir das. Ich habe einfach die Augen geschlossen und schlief ein. Und plötzlich war ich hier. Magie hatte damit nichts zu tun. Ganz im Gegenteil. Magie hatte alles damit zu tun. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass du diejenige bist, auf die wir gewartet haben. Du wirst Dreamlight Valley retten. Ja klar, nur auf mich. Ich bin Erlösung von allem. Einfach mal schlafen. Ja, gell? Wenn es so einfach ist, schlafen wir auch mal. Gehen mal einfach ins Dreamlight Valley. So, jetzt wie geht's euch? Könntest du Facecam ein bisschen weiter rauf tun? Ja, jetzt habe ich es auf die andere Seite genau, ja. Hat es dir alles rausgekommen beim Update von OBS? Nein, zum Glück nicht, Massimo. Sonst wäre ich, glaube so, ich hätte jetzt fast gesagt ausgerastet, aber ich wäre, glaube schon ein bisschen pisst gewesen, weil ich heute Morgen ja auch schon gestreamt habe. Aber ich hatte ein Update gehabt und ich habe schon das Schlimmste befürchtet. Aber Gott sei Dank ist nichts passiert. Nein. Doch, stimmt. Also so die Einstellungen, so Cam, Mikrofon und so. Doch, die hat es mir natürlich auch rausgehauen. Aber sonst eigentlich nichts. Es hat nämlich eine gute Unterlage für die Tastatur haben, die ich bei dir gewonnen habe. Ui, ja gut, ich glaube aber, also ich weiß nicht, ob die Unterlage kannst du separat kaufen im Fall von Logitech. In Wölkli-Form. Ich weiß nicht, ob es die separat gibt. Du bist immer noch fleissig im Einsatz. Schön, das freut mich natürlich. Das ist wunderbar. Und Leute, kleiner Reminder, falls irgendwie eine lustige Situation ist oder so, oder falls ihr etwas findet, was euch gefällt oder müsst lachen, tut es doch bitte klippen, weil dann können wir das dann auf TikTok aufladen. Merci!
Also, eben, ich will das Dreamlight Valley retten. Also, was habe ich davon? Vor was retten? Wie kann ich helfen? Ja, wir wollen natürlich schon ein bisschen wissen, auf was wir uns einlassen. Das ist in der Tat eine kluge Frage. Schließlich kann ein Problem erst dann gelöst werden, wenn man es verstanden hat. Aber genau darum. Wenn wir das Tal wieder zu dem machen wollen, was es war. Ein Ort der Magie, der Wunder und der Freundschaft. Wir müssen das Vergessen ein für alle Mal beenden. Wir müssen. Es tut mir leid, ich kann mich nicht erinnern, worüber wir gesprochen haben. Das Vergessen. Ja, das Vergessen. Du musst mir verzeihen, aber jetzt hast du erlebt, woher der Name kommt. Also gut, ich höre zu. Also hör genau zu und ich erzähle dir die Geschichte, bevor ich sie wieder vergesse. Also das Dreamlight Valley war einst ein Ort voller glücklicher DorfbewohnerInnen. Das Leben war schön dank der Magie unseres Herrschers. Bis unser Herrscher eines Tages spurlos verschwand und das Vergessen begann. Unsere Erinnerungen begannen zu verblassen und Dreamlight Valley... Oh Gott, es geht ja schnell. Wir haben unser Bestes getan, um die Erinnerungen an unser früheres Leben zu bewahren. Ich habe keine Ahnung, was da gerade gestanden ist. Viel zu schnell gegangen. Holy shit, ich meine, du musst ja schon sehr viel lesen. Also lesen muss man enorm viel in diesem Game. Das ist mir auch schon aufgefallen. Es nimmt auch nicht ab. Es wird auch nicht weniger. Da ich in die Zukunft sehen kann, wusste ich, dass eines Tages jemand kommen würde, um das Tal wiederherzustellen. Jetzt haben wir mehr über das Vergessen. Ja, natürlich. Was nun, also unsere Herrscherin wurde der Himmel dunkel. Dann überfielen diese schrecklichen Nachtdornen das Dorf und verbreiteten sich überall wie ein böser Gedanke. Also lass mich raten, Moment. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das Dreamlight Valley eigentlich die Lichtung im Wald ist, wo wir unsere Spielsachen legen und vergessen haben, dann ist es aber so, dass wir ja eigentlich die Herrscherin sind. Wir sind die Herrscherin. Je mehr Nachtdornen auftauchten, desto mehr trüben sich unsere Erinnerungen. Manchmal kann ich mich nicht an die Gesichter all der Freunde erinnern, die ich verloren habe, oder an die Namen all der Zaubersprüche, die in Vergessenheit geraten sind. Vielleicht, wenn wir die Nachtdornen loswerden, werden eine Erinnerung zurückkommen. Freunde wird die Magie des Tals Familie. Nehmen wir mal Magie. Die Nachtdornen loswerden. Das ist ein interessanter Gedanke. Als ob es eine Rolle gespielt hat. Welche Antworten sind wir jetzt gerade irgendwie, oder? Also, jetzt hat es auch wirklich überhaupt keine Rolle gespielt. Erzähl mir mehr über die vermisste Herrscherin. Nun ja, all die Wunder, die Magie und die Freundschaft in diesem Tal stammen von unserer Herrscherin. Sie wachte über das Dorf und beschützte uns vor dunkler Magie. Jetzt habe ich doch gemeint, sie hat doch vorher von einem Herrscher geredet. Es ist eine Herrscherin, okay. Aber eines Tages fing sie an, sich anders zu verhalten. Auch wenn ich mich jetzt kaum noch daran erinnern kann. Dann ist unsere Herrscherin einfach verschwunden. Es ist schon Jahre her, glaube ich. Ich habe jegliches Zeitgefühl verloren wegen des Vergessens. Eure Herrscherin ist einfach abgehauen? Klingt nicht nach einer guten Herrscherin, es muss einen Grund dafür geben. Vielleicht hat das Vergessen die Herrscherin dazu gebracht zu gehen. Nehmen wir mal das. Das erscheint logisch, ja. Das Vergessen muss auf irgendeine Weise mit unserer Herrscherin verbunden sein, wenn ich mich nur erinnern könnte, wie. Ich bin bereit, das Tal wiederherzustellen. Gut, sind wir ready. Nun, es gibt nur einen Weg, um absolut sicher zu sein, dass du diejenige bist, die Dreamlight Valley vor dem Vergessen retten soll. Ein kleiner Test deiner Magie. Weißt du, seit dem Vergessen bin ich ratlos wegen diesem Haus, das von den Nachtdornen blockiert wird. Hey! Komm mit, wir untersuchen es gemeinsam. Und jetzt lauf. Aufgabe gestartet. Willkommen in Dreamlight Valley. Die aktive Aufgabe. Sind wir dort? Links. Versuche das Haus zu betreten. Ja, da kann. Oh Gott. Betreten. Oh, Hallöchen. Du kommst Ich habe in ein meinen bisschen Aufzeichnungen spät, weißt du? nachgesehen und herausgefunden, dass die Nachtdornen kurz nach dem Verschwinden unserer Herrscherin begannen, das Dreamlight Valley zu befallen. Aha. Niemand, nicht einmal ich, kann diese blöden Dinger entfernen. Nur jemand, der sich die Magie von Dreamlight zunutze machen kann, wird dazu in der Lage sein. Ich weiß genau, dass du dieser jemand bist, Steffi. Also wie entferne ich sie? Ja. Magie kann unterschiedlich sein, je nachdem, wer zaubert. Aber du solltest deine Gedanken einfach auf die anstehende Aufgabe konzentrieren. Okay, ja, machen wir doch mal. Ich spüre die Magie bereits in dir. Vor allem die eine Antwort. Es ist ja alles dreckig. Nein.
Konzentriere dich darauf und sag das Zauberwort. Abracadabra ist langweilig. Pigitus kann man nicht aussprechen. Bibbidi Babbidi Busch. Machen wir das. Zauberwort der guten Fee. Eine weise Wahl. Ja, Bibbidi Babbidi Busch. Cinderella. Perfekt. Wuhu! Nice. Ah, du hast es geschafft. Bravo, bravo. Das beweist, dass du dir die Macht der Dreamlight Valley Magie zunutze machen kannst, Steffi. Nun denn, wir haben keine Zeit zu verlieren. Lass uns hineingehen und sehen, was aus diesem Haus geworden ist. Ich lüpfe meinen Hut, obwohl ich es Solange vorziehe, mit deinen ihn Roben aufzumachen. lüpfst, ist ja gut. Ja, nicht sehr heimelig. Oh je, hallo. die Nachtdornen haben sich auch einen Weg ins Haus gebaut. Es ist seltsam. Plötzlich weiß ich nicht mehr, warum wir hierher gekommen sind. Das muss an den Nachtdornen. Dieses Haus muss irgendwie wichtig sein. Es muss an der Nachtdornen liegen. Was? No way, hat er gerade Lüpfe gesagt. Ich lüpfe meinen Hut. Doch, hat er gesagt. Lüpfe. Ich lüpfe meinen Hut. Vielleicht ist in gewissen Bereichen von Deutschland ja auch ein gängiges Wort. Das kann natürlich schon sein. Ganz genau, in der Nähe so vieler von ihnen zu sein, vernebelt den Verstand. Du musst sie entfernen, bevor sie noch mehr Erinnerungen verschlingen. Konzentriere deine Magie noch einmal, Steffi. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Alles klar, entferne die Nachtdornen im Haus. Das entfernen. Das ist zwar keine Nachtdornen, aber das tun wir auch fort. Hui, wusch. 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 Bibbidi Babbidi Wusch. Haben wir hier? Irgendwas ist gerade passiert. Oh. Oh, der Mickey. Also der Mickey ist schon mal nicht unser Herrscher, wenn er hier vor dran steht und die Dornen schon da sind. He? Gut. Hauptsache der Baum blinkt mega am Zeug das rum. Sind das Kristalle statt Blätter oder was ist in diesem Baum drin? Okay, ihr seht, wir haben wahnsinnig viele Sammelgegenstände. Oh Gott. No way! Ich glaube, das ist, wo man den Xbox Game Pass hat. Kann das sein? Die Schöne und das Biest. Ich freue mich mega auf die verschiedenen Collections. Das wird so toll. Die Hexe und der Zauberer, Wally, Vaiana, Ratatouille. Die Schöne und das Biest, da haben wir eins schon. Das lockere Hemd. Ich glaube, das haben wir aber schon an. Ralf Reich, Cinderella, König der Löwen, Ariel, die Eiskönigin, Rapunzel. Oh, das ist cool. Monster AG, die unglaublichen Coco, Cars, oh Gott. Nicht mit Disney bezogen. Ach Mann. Ja, aber das heisst, theoretisch könnten wir uns jetzt schon ankleiden, nicht? Oha. Wir könnten einfach... Trägerlos Kleid mit Herzogin. Wir könnten einfach so ein Kleid anlegen. What? Oder nicht? Nein, ich kann es irgendwie nicht aktivieren. Schade. Vielleicht ein anderes Mal. Und hier auch bei den Einrichtungsgegenständen und so. Das wird cool. Nice. Haben wir da Truhe? Das ist das Lager, okay. Du Hallo. bist hier. Schön, denn uns bleibt nicht viel Zeit. Jetzt wieder noch eine Woche auf die nächste Folge warten. Auf was für eine Folge, Martin? Herr der Ringe. Die Episode, also die Serie. Bist du am Schauen? Findest du sie gut eigentlich? Aber bitte nicht spoilern, ich habe noch nichts gesehen. Du meine Güte, die leuchtende Kugel, die du aus dem Nachtdorn gezogen hast, ist eine Erinnerung. Es ist, als hätte sich der Nebel gelichtet und ich kann mich an etwas sehr Wichtiges erinnern. Mickey Mouse und ich waren im Traumschloss und wir haben dort etwas vergessen. Etwas Wichtiges. Ja, da finden wir es raus. Das ist die richtige Einstellung. Natürlich kann ich mich nicht erinnern, was es war, aber Moment. Da ist doch etwas, woran ich mich erinnere. Als uns unsere Herrscherin verließ, wurden die herrschaftlichen Geräte überall im Tal verstreut. Wir müssen sie finden. Schnell! Sie sind mit uralter und mächtiger Magie gefüllt. Die herrschaftlichen Geräte? Wenn ich die finden könnte, dann könnte ich vielleicht dem Tal helfen. Mehr mächtige Magie lernt das Rätsel und die vergessen. Dem Tal helfen. Das ist schließlich ehrenvoll.
Du hast ein reines Herz, Steffi. Nur wenn wir uns gegenseitig helfen, kommen wir aus diesem verfluchten Schlamassel heraus. Zunächst müssen wir die Spitzhacke bekommen. Als das Vergessen kam und unsere Herrscherin ging, fanden wir die Spitzhacke in einem verdorbenen Stein auf dem Hauptplatz. Wenn ich es mir recht überlege, war es ungefähr zu der Zeit, als sich der Himmel verdunkelte und die Nachtdornen den Hauptplatz überrannten. Aber ich fürchte, das ist alles ein bisschen verworren. Niemand hat es bisher geschafft, die Spitzhacke aus dem Stein zu ziehen. So. Versuch du es, Steffi. Es wäre schließlich nicht das erste Mal, dass jemand etwas aus einem Stein zieht und zum Helden einer Legende wird. So wie Artus. Die Spitzhacke aus dem Stein auf dem Hauptplatz ziehen. Verstanden. Sonst noch etwas. Du musst auch die anderen 3 herrschaftlichen Geräte finden. Die Schaufel, die Gießkanne und die Angelrute. Sehr majestätisch, in der Tat. Du wirst sie noch brauchen. Das heißt, wenn du hier bei uns bleibst. Ich möchte nur alle kennenlernen. Nun, es gibt ein paar Dorfbewohner, die überall verteilt sind. Und andere, nun, sie brauchen deine Hilfe jetzt mehr denn je. Natürlich brauchst du einen sicheren Ort im Tal, an dem du essen, schlafen und deine Energie auftanken kannst, wenn du helfen möchtest. Betrachte dieses Haus also als dein Zuhause. Es hat so viel, es ist ziemlich verwahrlost, es ist zu klein. Nee, es hat Potenzial, Mann, hallo? Das ist die richtige Einstellung. So wie ein geflüstertes Wort große Magie hervorrufen kann, so birgt dieses Haus viel Potenzial. Ich glaube mich sogar zu erinnern, dass die Herrscherin der Dreamlight Valley einmal ein solches Haus hatte. Vielleicht tust du so viel Gutes für das Tal, wie unsere Herrscherin es getan hat. Hier ist eine Kleinigkeit für den Anfang. Wenn du mal einen Energieschub brauchst, findest du hier etwas, das dich wieder mit Energie versorgt. Ah, eine Truhe. Cool. Dankeschön. Nun denn, ich werde beim Traumschloss sein. Du kannst mich dort finden, wenn du bereit bist. Okidoki. Nice. Willkommen in Dreamlight Valley. Vollständig. Wuhu. Das Serie ist mega gut. Ich bin echt gespannt. Aber mein Freund und ich haben gesagt, wir schauen es dann erst, wenn alle Episoden draussen sind, dass wir ein bisschen binge-watchen können. So, aktive Aufgabe. Triff dich mit Merlin, der am Traumschloss auf dich wartet. Okay. Aber zuerst habe ich gesehen, hier hat es noch Sachen im Lager. 2 Büteli, die wollte ich natürlich schauen. Hier haben wir... wir können wahnsinnig viel machen. Reparieren Häuser, okay. Events, was ist echt das? Stimmpfad, okay. Das ist wahrscheinlich irgendwie so etwas... Seit 3 Jahren bringt das Pixar-Fest Fans aus der ganzen Welt zusammen, um das Animationsstudio zu feiern, das uns einige der kultigsten und denkwürdigsten Figuren der Welt beschert hat. Aber dieses Jahr kannst du das Fest direkt hier in Dreamlight Valley genießen. Erfülle deine festlichen Aufgaben. Ja, also du musst kaufen, das kostet 8000 von diesen Mond. Das ist auch irgendeine Ingame-Währung. Und das ist auch irgendwie... Das ist noch... Wie eine Season Pass oder so, kann ich mir vorstellen. Aber eben, wir haben hier noch ein paar Sachen bekommen. Oh. So, benutzen. Alle, oha, das ist die erste Staffel. Was? Das ist erst Staffel 1, Steffi. 4 Staffeln vorgenommen. Ja, ich weiss, aber die Staffel 1 einfach ein schwarzes Poloshirt. Lame. Das lege ich sicher nicht an. Das ist langweilig. Nein! Verdammt, jetzt habe ich es gleich angelegt. Nein, das geht gar nicht. Hallo. Oberteil. Schnell. Ich will das wieder anlegen. Danke vielmals, das ist nämlich schöner. Haben wir schon einen Mantel? Bitte nicht. Okay? Alles. Schon anschauen. Jeans. Oh mein Gott. Ja, Mann. Hey, nein. Ich meinte, ich kann so ein krasses Kleid anlegen. Nicht möglich. Brille. Ja, ich will eine Brille. So. Ist das nichts? Ich meinte, ich habe doch noch so Kleider, so krass, nicht? Ja, schade. Aber jetzt habe ich wenigstens eine Brille. Das ist schon mal nice. Hier habe ich noch etwas, was ich anschauen kann. Also aufmachen. Ein Beutel. Und einen Rucksack.
Nice. Kann man auch immer gut brauchen. Well. Und dann haben wir hier noch eine Truhe. Hier drin. Ein Stuhl, Äpfel und Kekse. Alles klar. Jetzt haben wir eigentlich schon so ein Möbel. Oha. Mixtapete, Mickey Mouse. Oh, Jesus Christ. Holzboden. Mickey Mouse Holzboden. Passt. Nehmen wir Chaos pur oder so, aber nehmen wir easy die Lampe. Oh Gott, wow, ist okay. Die Lampe wollte irgendwie näher. Entfernen X. Ich will nämlich diese Lampe. Wenn ich die schon habe, dann will ich diese Lampe. Mickey Mouse Lampe. Und das ist nicht schön. Das ist auch nicht schön. Die Ruhe lassen wir mal. Das Radio lassen wir auch. Kann ich es irgendwie drehen? Nein, ich kann es nicht drehen. So immer das da hier ist. Es ist auch nicht schön. Cool. Dann können wir jetzt schöne Sachen herstellen. Was wir schon etwas haben. Eine L-Couch für Kumpels. Ist sehr gemütlich. Doch, doch. Da vor der Schmine. Und ein Couchtisch. Lol. So. Passt doch gut, oder? Hey, warum ist der jetzt noch da? Nein, den wollte ich nicht. Nein, 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 nein. Ah, jetzt ist das noch da. Das habe ich nicht wollen. Wie mache ich das jetzt? Möbel. Möbel. Genau, so. Das da. Das soll weg. Da, X. Genau. Das kann ja eigentlich auch noch weg hier. So, das ist nicht schön. So. Dann können wir das da hier eigentlich noch ein bisschen... also die Steuerung... Oh Gott, die Steuerung ist extrem... crazy eingestellt. So. Perfekt. Ja, wie gemütlich. Schaut mal. So lässig. Ich kann zwar nicht... Kann ich her... sitzen? Okay. Ja, klar. What the hell? Ist das nicht wunderschön? Leute, schaut es euch an. So eine Wohnung. Wer hat schon nicht gern so eine Wohnung? Ist doch perfekt für jeden Disney-Fan, nicht? So schön. Aber ich glaube, es ist Zeit zum Gehen. Ja, was haben wir hier noch? Werkbank. Aha. Oha, was da noch alles kommt. Goldener Kopf. Steinpflasterstraße. Ein robuster Stuhl habe ich mittlerweile gefunden. Holy shit. Hey, nein, Ballongirlande. Das ist ja wirklich wie Sims. Zutaten. Verschiedene Gerichte. Kleidungssets. Sets und Möbel. Okay, crazy. Oh, Vögeli. Kleintier. Yeah. Okay, wow. Puh. Das gibt einiges Zeug, glaubst du. Hey, jetzt kommen wir hier nicht durch. Warum mach ich nicht? Oh shit. Hier komme ich auch nicht raus. Ah, mal. Hey, aber warum komme ich da nicht durch? Das ist echt weird. Aber um das kümmere ich mich jetzt nicht. Das ist mir jetzt gleich. Ah. Oh shit, wie das aussieht. Zuerst mal aufräumen, Leute. Ah, der hier, der Dude, by the way, das Viech, das hier rumrennt die ganze Zeit. Mit dem Cupcake auf dem Kopf und was so farbige Sternchen hinterlässt. Keine Ahnung, was das ist. Ich habe den irgendwie einfach freigeschaltet. Letztes Mal, als ich sie geklaut ein bisschen ausprobiert habe. Oh, eine Giesskanne. Tada! Es war also sehr einfach, die zu finden. Ist das wirklich die magische Giesskanne, die wir brauchen?
Hier können wir etwas ernten. Also geht wieder etwas pflanzen. Und hier können wir noch gerade gießen. Tada! Hier können wir auch gießen. Ich glaube, es geht ein bisschen besser. He? So. Wunderbar. So, ein kleiner Kerl. Ist das unser Haustier oder so? Ich habe auch noch gerade eine Schatztruhe. Warum spickt das Zeug eigentlich so weit fort? So mühsam. Löwenzahn. Hier haben wir eine Erinnerung oder so. Ein Stückchen von einer Erinnerung. Das sieht nach Ding aus. König der Löwen, da, wo sie König haben. Ja, die gesagt, nicht König, aber wo der Simba geboren ist, wo sie im ganzen Königreich vorgestellt haben. Und alle Tiere von ganz Afrika sind angereist, um Simba zu sehen. So herzig. So, zuerst mal ein bisschen aufräumen hier. Hey Leute, habt ihr schon Pläne fürs Wochenende? Die Socken. Ja, super. Hey, der Scheiß spickt überall her. Also das ist mir wirklich auch schon aufgefallen. Es ist nichts für geordnete Menschen. Du musst so viel im Zeug rumrennen. So. Das war ein Eichhörnchen. Ach jetzt? Jetzt habe ich keine Energie mehr. Das ist das, was ich ein bisschen schade finde. Dass man wirklich anscheinend relativ viel mit der Energie muss haushalten. Hier. Aber man muss immer wieder Sachen essen. Wo die Energie recht schnell weg ist. Ein bisschen schade. Aber ja, gehört anscheinend dazu. Ich hoffe einfach schwer, dass es nicht ein Game ist, wo du die Energie mit der Zeit musst kaufen mit Echtgeld oder so. Da ist das Eichhörnchen. Und das wäre echt recht daneben. Ah, Eichhörnchen. Hallo. Hallo. Ein schwarzes Eichhörnchen. Jö. Wir geben ihm einen Apfel. Hat Freude. Cute. Und es hat uns was gegeben? Ein Ast. Okay. Das ist schon mal eine Kiste. Die Holzscheitchen, die immer am Boden liegen, sind irgendwie auch lustig. Mit dem kommen wir, glaube ich, Möbel über oder so. So, da rauf müssen wir noch nicht. Das können wir noch gar nicht. Kiste. Looten. 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 Ah. 144 Gold. Okay, das ist nicht schlecht. So, langsam sieht es doch schon ein bisschen aufgeräumter aus hier. He? Lass noch schnell ein bisschen weiter. So, kann ich eigentlich auch füttern oder so? Nein. So, Deli. Noch Löwenzahn. So, und hier ist noch das Blümchen. So. Können wir ernten. Samen. Und dann noch ein bisschen Wasser geben. So. Läuft.
Geht zackig. Oh. Ui. Hier ist noch ein Beutel. Genau. Komm, gib mir den. Ah, yikes. Die Perspektive ist manchmal ein bisschen weird. Mit dem haben wir uns noch nicht angefreundet, oder? Nein, hi Eichhörnchen. Du kannst schon noch Äpfel haben. Oder herzig, ne? So. Jetzt habe ich hier... ist das ein magischer Brunnen? Ah, okay. Das ist... für eine Nachtdorn und fütterte Eichhörnchen. Cool. Das ist aber basically einfach... wie geht's auf hier? Das Menü. Ja, das ist nichts anderes als das Menü. Sammlungen. Sammeln. Holz und Zutaten. Ah ja. Es gibt auch hier sehr viel, sehe ich gerade. Ne? Ja, kannst viel machen. Oh! Dagobert! Ich habe den Dagobert-Duck gefunden, Leute. Dann haben wir schon mal eine Kiste, die nehmen wir natürlich auch mit. Und ich meine, ich weiss, ich könnte jetzt theoretisch eigentlich schon zum Merlin gehen. I know. Aber ich werde hier noch ein bisschen aufräumen. ich brauche das jetzt gerade ein bisschen, dass ich hier ein bisschen aufräumen kann. Es muss da ein bisschen geordneter hergehen, bitte. Ich habe eigentlich ganz gerne Ordnung. Da muss ich Gold. Aha, zu wenig. Blümchen. Aber ja, man ist ein Weile dran tatsächlich, wenn man das alles aufräumen hier zuerst. So. Da noch. Oh, hier geht es ja auch noch weiter. Shit. Ja, Energie habe ich auch fast keine mehr. Jetzt muss ich wieder etwas essen. Ich weiß auch gar nicht, ob sich die Energie mit der Zeit regeneriert. Das weiß ich nicht einmal. Naja, zum Schloss gehen wir jetzt mal, hä? So. Ich glaube, ich esse jetzt erst mal noch ein bisschen... Dann nehmen wir noch mal so ein Cookie. Wenn wir die schon haben, hä? Hoi Merlin! Oh, Hallöchen. Steffi, Du kommst ein das- bisschen spät, weißt du? Ich komme dann, wenn ich da bin, okay? Chill. Steffi, das ist das Traumschloss. Es bringt viele Geheimnisse. Antworten. Oh, verflixt und zugenäht. Ich kann mich nicht erinnern, was darin ist. Ich wette, dass wir im Schloss den Schlüssel zur Rettung des Tals finden. Unermessliche Reichtümer, noch mehr Geheimnisse. Noch mehr Geheimnisse. Ja, zweifellos wird das Schloss einige Rätsel aufgeben. Aber ich bin zuversichtlich, dass es auch die Antwort enthält, die wir suchen. Beispielsweise, wie man Dreamlight Valley wieder zu seinem alten Glanz verhelfen kann. Lass uns hineingehen. Erinnerst du dich an irgendwas anderes? Diese Nachtdornen sind riesig. Die Nachtdornen, die das Traumschloss umhüllen, sind anders als die, mit denen du bisher zu tun hattest. Sie sind stärker und benötigen mehr von deiner Magie, um sie zu besiegen. Folge mir, es gibt noch viel, was ich dir zeigen will. Und jetzt hinfort mit dir. Aha. Es gibt viel zu tun, viel zu Folgen tun. wir ihm mal. Oh Gott, wie sie rennen! Was ist das? Lol! Jetzt komm schon, uns erwartet viel Arbeit. Alles in Dreamlight Valley besteht aus nun ja Dreamlight. Also Traumlicht. Es ist das Glitzern, das man über allem und jedem sieht, sogar bei einem Zauberer wie mir. Doch das Dreamlight wurde immer seltener, je mehr sich das Vergessen über das Tal legte. Aber seit du da bist, ist der Zauber wieder da. Die Magie ist mit mir verbunden. Ich muss sie weise einsetzen, ich möchte sie stärker machen. Ich fühle mich nicht sehr magisch. Ich muss sie weise einsetzen, ja, ja.
Solange du diesen Wunsch in deinem Herzen trägst, brauchst du dich nicht zu fürchten. Die Dreamlight-Magie wird durch Taten der Freundschaft, Liebe und Fürsorge stärker. Einfache Taten, wie das Entfernen von Nachtdornen oder das Schließen einer Freundschaft. Wie mir, mit mir, wie herzig. Wenn du in den Dornen schaust, entdeckst du die verschiedenen Aufgaben, mit denen du mehr Dreamlight erschaffen kannst. Um das... Mann. Um das Potenzial des Dreamlight voll auszuschöpfen, musst du die herrschaftlichen Geräte sammeln, die während des Vergessens verloren gegangen sind. Denke daran, manche Zauberer brauchen für ihre Magie magische Hilfsmittel. Du wirst diese Werkzeuge brauchen, um Dreamlight Valley zu retten. Mickey ist seit dem Vergessen der Gärtner im Dorf. Mickey? Also ich meine, wir haben ja gewusst, dass der Mickey nicht wird der Herrscher sein wird. Also spätestens seit wir das Foto gesehen haben, aber dass er der Gärtner ist, hätte ich jetzt nicht erwartet. Bitte da. So. Hey Scoreboot, wie geht's dir? Schön, dich zu sehen. Und übrigens, merci noch vielmal für das Game. Ich habe es vor, nächste Woche dort zu streamen. Ja, schön, dich zu sehen. Wie hast du es? Long time no see. Man muss viel reden bei diesem Spiel. Mickey ist ein vergessener Gärtner im Dorf. Vielleicht weiss er, wo die Gießkanne und die Schaufel zu finden sind. Also, Gießkanne habe ich doch eigentlich schon, nicht? Also ich habe eine Gießkanne. Mal sehen. Fischen, fischen. Ah ja, Goofy ist ein begeisterter Angler. Er weiß sicher, wo du die verlorene Angelroute finden kannst. Allerdings habe ich nichts mehr von ihm gehört, seit die Steine unseren Weg zur Wiese im Süden versperrt haben. Nun, du musst ihn finden, also würde ich dort anfangen. Ich lüpfe meinen Hut, obwohl ich es vorziehe, ihn aufzulassen. Okidoki. Erkunde das Tal weiter, um die 4 herrschaftlichen Geräte zu finden und sprich mit Merlin. Alles klar, dann machen wir einfach da mal wieder. Gehen wir mal zum Dagobert. Sei gegrüßt, Merlin. Huch, du hast mich ganz schön erschreckt. Weißt du nicht, dass man sich nie an eine Ente heranschleicht, während sie über ihre Investitionen nachdenkt? Oh, ich bin Steffi und du bist Dagobert Duck. Ja, das bin ich. Du kennst mich sicher aus den Wirtschaftsnachrichten. Ja, klar. Aber mein Geschäft läuft dieser Zeit nicht gut. Sieh dir nur meinen Laden an. Oh, das ganze Dorf ist in erbärmlichem Zustand. Ja, das mag sein, aber davon darf man sich nicht entmutigen lassen. Ein wahrlich visionärer Geschäftsmann kann aus jeder Situation Profit ziehen. Okay. Nachdem sich der Himmel verfinstert hatte, haben die meisten Dorfbewohner das Dorf verlassen. Es erschienen immer weniger Kunden, bis niemand mehr kam. Aber ich kann mich nicht erinnern, wo sie alle hin sind. Ich weiß noch, dass ich blieb, um mich um meinen Laden zu kümmern. Und um mein Geld natürlich. Danach, danach wurde ich durch die Nachtdornen hier eingesperrt. Und mehr weiß ich eigentlich nicht mehr. Aber so wie das Glitzern von Gold in der Sonne fange ich langsam an, mich daran zu erinnern, wie das Dorf früher war. Und an all die zahlreichen Investitionsmöglichkeiten. Im Leben geht es mehr als um Geld. Ich würde mich gerne an dieser Investition beteiligen. Wer muss wissen, wie man mit den verschiedenen Geräten läuft. Also ich würde mich gerne an dieser Investition beteiligen. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen, so viel ist sicher. Vielleicht können wir eine Abmachung treffen. Dann lass mal hören. Ich mache dir ein Angebot, Steffi. Wenn du mir hilfst, genug Sternmünzen zu verdienen, um meinen Laden wieder aufzubauen, sorge ich dafür, dass er mit allem ausgestattet ist, was du brauchst, um das Tal wieder aufzubauen. Nice. Goofy hatte früher einen Laden auf der Wiese südlich von hier. Er könnte sicher deine Hilfe gebrauchen. In Geldfragen kennt der Bursche sich nicht besonders gut aus. Der Goofy! Er ist halt aber ein Goofy. Wenn du doch nur die Felsen beseitigen könntest, die den Weg zur Wiese versperren. Wenn du das schaffst, finde Goofy und hilf ihm, wieder ins Geschäft zu kommen. Danach kannst du mir bei meiner großen Wiedereröffnung helfen. Und wie ich sehe, hast du eine Karte dabei. Vergiss nicht, sie zu benutzen, wenn du dich im Dorf zurechtfinden willst.
Auf Wiedersehen und bis bald. Wir haben jetzt also eine Karte, sehr schön. Die haben wir nämlich vorher noch nicht gehabt. Wo ist sie? Karte, hier. Ah, cool. Da ist der Mickey. Hier gibt es etwas zu essen. Food ist auch immer gut. Man kann es aktivieren, okay. Das ist unser Haus. Der Shop. Da gibt es Äpfelbäume oder so, keine Ahnung. Cool. Also räumen wir hier ein bisschen mehr auf. Noch ein bisschen. Bei der nächsten Woche, die letzte Woche in der Tagesklinik nach 4 Monaten Burnout genesen. Moment. Was? Du bist jetzt die letzte Woche in der Klinik. Nach über 4 Monaten Burnout. Stimmt, du hast ja... Shit. Gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, tut mir leid. Krass, wie geht's dir mittlerweile? Deswegen bin ich so lange nicht rum. Weißt du, Stroke, ich habe selber einen Monat nicht gestreamt. Ich habe selber sehr viel anderes im Kopf gehabt, gerade als Streamen tatsächlich. Ja. Ich bin wirklich selber auch nicht dazugekommen. Aber letzte Woche klingt gut. Wie hast du es? Wie geht's dir mittlerweile? Wie lange bist du jetzt in der Klinik gewesen? Und hat es dir gut getan? Was meinst du? Ist das da ein Bug? Lol. Schaut mal! Ich habe etwas gefunden! Geht nicht gerade her. Oh, da ist auch etwas. Ein Notizzettel oder so. Was bist du? Das Puzzleteil. Überzeugte den berühmten Dagobert Duck, ein Geschäft in unserem Dorf zu eröffnen. Er sagt, es sei sicher, dass es eine gute Investition sein wird. Das ist sicher vom Bösewicht! 100%! So, kommt langsam gut hier. Da ist noch Kiste. So. Was ist hier drin? Ein Beutel. Ich muss nachschauen, was in diesem Beutel drin ist. Ah, ich habe sogar 2 davon noch. Also, was haben wir hier? Ein schlichtes türkises Shirt. Okay. Danke. Machen wir lieber noch den zweiten Beutel auf. Gelbe Mickey-Schuhe! Nice! Okay, die wollte ich anlegen. Hallo! Yes! Nice! Wir haben gelbe Mickey-Schuhe. Geil! Ich glaube, man findet viel. Also so Kleidungsstücke und so Zeug findet man, glaube ich, echt viel hier. So, es sieht so langsam wieder schöner aus, hä? Hier. Der Gärtner war am Werk, wenn schon der Mickey nichts macht. Echt für das, dass der Mickey Gärtner wäre hier. Hat er sich verdammt gehen. Ich arbeite gut daran. Ich weiss, ich habe es ja auch mitbekommen. Noch ein bisschen Nachwirkungen mit dem Arbeitgeber. 6 Monatslöhne. Krankentaggeld sind nicht ausgezahlt worden. Okay, wow, das geht natürlich gar nicht. Big Fats No-Go. Und mit dem letzten, und wir jetzt mit dem RAF, und wir müssen jetzt mit dem RAF und Gericht eingefordert werden. Ist nicht ernst. Okay, weißt du, dann hast du ein Burnout, und hast schon genug Sorgen.
Und dann benimmt sich noch der Arbeitgeber so. Crazy, hä? Das ist echt nicht cool. Keine Ahnung, über was, und kann über Massnahmen langsam wieder mit Arbeitstraining in den Job finden. Das ist gut. Das ist schön, das freut mich für dich. Aber take it easy, lass dir Zeit geben. You know. Ich habe aber noch keinen Arbeitgeber. Das Training läuft über IV, ist aber nur Koop mit anderen Ämtern. Also ja, ich nehme mal an, du hast beim alten Arbeitgeber gekündigt in diesem Fall. Hey, ist wenigstens alles gut, so wie die Tira, unsere Tochter hat heute noch Zirkusauftritt. Ah, cool. Hast du schauen? Was haben wir hier gefunden? Nochmal so ein Stückchen. Der Hauptplatz ist das Herz von Dreamlight Valley. Hier versammeln sich alle Bewohner des Tals, um einander zu helfen, wenn es nötig ist und bei jeder Gelegenheit zu feiern. Ich feiere auch gern. Finde das gut. So, jetzt haben wir hier noch das da. Haben wir noch eins. Jetzt haben wir hier unsere Dinge gefunden, unsere Spitzhacke. Wir noch schnell eine. Geil! Aber schön zu hören, Scorpio, dass es dir auf jeden Fall wieder besser geht. Das ist echt beruhigend. Es wird Tag. Merlin, so geil. Was ist denn hier los? Lol. Also Mineralien, yes. Cool. Wir können jetzt hier. Oh, da hat es so eins. Oh, und wieder im Zeug rumsäckeln. Das Rezept haben wir freigeschaltet. Ah. Oh, schon wieder etwas essen. Also, das essen wir ein paar Äpfel. Noch einen. So. Also, ich finde es ja echt süß, wie der so Sternchen hinterlässt. Das ist einfach putzig. Es passt einfach voll. So. Ja, es gibt viel zu tun hier. Ich meine, es ist auch alles freiwillig. Ich müsste das eigentlich nicht machen. Aber es gibt halt Geld. Wisst ihr, was ich meine? Beziehungsweise... da ist noch das Ding. Ja, ich auch übersehen. Lol. Berry. Also ich müsste das alles hier nicht machen. Noch nicht. Also, ja, aber man kann halt Ingame-Währung sammeln. Und das ist ganz wichtig. Ist das? Oh, das ist so ein Mineral. Das geht ein bisschen länger. Okay. Also es ist sicher gut, wenn wir die Sachen machen, wo es gibt Punkte und mit diesen Punkten, also mit eben das Streamlight. Mit denen kann ich Sachen machen. So. Aber ich finde es ganz chillig. Aber einfach so ein bisschen... Es hat eine ähnliche... Ich sage ähnliche Wirkung wie Power Wars Simulator, wo es gibt schon eine andere Richtung. Aber es ist halt schon chillig. Du kannst einfach ein bisschen Zeug rumrennen, hier ein bisschen Zeugs machen. Es ist nicht so ein mega Stress. Also es ist ein sehr chilliges Spiel. Wow. Einfach schon wieder Hunger. So. Oh. So. Hier noch etwas ernten. Ja, Rüebli. Sehr schön. Pflanzen und noch Wasser geben. Ich habe jetzt auch nicht ganz getroffen, aber es scheint im Spiel egal zu sein. Das ist schon mal ganz angenehm. Blümeli. Zack. Oh, Bilder können wir auch machen, habe ich gesehen. So.
Oder können das noch nicht freischalten, oder was? Oder RT. RT. RT? Ist aber hier, ja. Also was passiert jetzt, wenn ich RT klicke? Mache ich ein Selfie oder wie? Aber ich kann es nicht anschauen. Machen wir ein Selfie mit dem Merlin. Hä? Ist schnell ausnehmen. Egal. Hi Merlin. Da bist du ja. Himmel, du hast die Spitzhacke aus dem Stein gezogen. Oh, und sie, jetzt wo die verzauberte Spitzhacke wieder in den Händen einer würdigen Person ist, die verdammte Dunkelheit, die über dem Tal lag, ist endlich verschwunden. Nenn mich Heldin des Dreamlight Valleys. Ja, genau. Nein, ich fürchte, man kann nicht einfach entscheiden, ob man ein Held ist. Das ist ein Titel, der einem von seinesgleichen verliehen werden muss. Ach, Quatsch. Aber ich weiß, dass du hier viele große Taten vollbringen und dich als würdig erweisen wirst. Die Spitzhacke ist so eines der Werkzeuge, die dir auf deiner Reise helfen werden. Damit kannst du nicht nur Edelsteine finden, sondern auch Felsen und Steine durchbrechen, um das Tal zu erkunden. Ich sehe jetzt, dass es dein Schicksal ist, große Veränderungen in unserem Dorf herbeizuführen. Ich mag das Tal, wie es ist. Was soll ich tun? Du hast deine Reise bereits angetreten. Deinetwegen erinnere ich mich daran, wie Dreamlight Valley einmal war und wie es in Zukunft sein kann. Wir haben so viel verloren, weißt du. Nicht nur Erinnerungen und Werkzeuge, sondern auch Magie und Freundschaft. Das Viech, Dad. What the fuck? Diejenigen von uns, die geblieben sind, als das Vergessen begann, sind verstreut und einige sind sogar gefangen. Es liegt an dir, sie zu finden. Aha. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Okay. Gut, wenn wir schon hier sind. Wir haben Äpfel und Äpfel geerntet. Sehr gut. Das ist noch etwas. Ah, hier oben ein Bergbau. Wir haben Granat abgebaut, Topaz abgebaut. Sehr schön. Cool. In der Sammlung haben wir hier noch Stein, Rüebli, Granat und Topaz. Und eben die neuen Schuhe, die geil sind. Und das Shirt, genau, stimmt. Das Shirt ist lame. Gut, also die nächsten Sachen müssen wir jetzt noch finden. Gehen wir noch ein bisschen da rüber. Auf diese Seite. Da sind wir noch nicht gewesen. So. Da ist die Schaufel! Er hat die Schaufel gefunden. Das kann man eigentlich mit der Schaufel machen. Ah, man kann Sachen hier für zum Ernten Zeugs nehmen, wahrscheinlich. Wie sagt man? Da die Löcher ausbuddeln, damit man Sachen ernten kann. So. Cool. Da noch schnell ein bisschen. Ist das da unten? Ah, hier ein Wasserfall. Ah. Okay, wow. So, ich muss wieder etwas essen sehen gerade. Ich habe keine Energie mehr. Ist das einfach so ein Tisch, der hier steht, oder was? Okay, ja, ich habe es begriffen. Ist gut. Also, essen wir wieder ein Cookie. Wir haben ja schliesslich noch eins. He? So, bevor wir die Schaufel holen, also aus dem Boden ziehen, hier noch schnell das alles fertig machen. Ist ja nicht so viel. Moment, den hole ich noch.
Ah, kein Edelstein vorgekommen. Schade. So. Gut. Ich glaube, hier haben wir alles soweit. Das nehmen wir noch mit. Oh. Habe ich noch Dings übersehen? Münzen? Also noch ich glaube, wachsen die immer wieder? Die Blümchen, die so random im Zeug sprießen. Oh, so nicht. Aber nicht Schaufeln. Here I am. Yeah. Eine fliegende Schaufel. Juhu. Schaufel freigeschaltet. Sehr schön. Grabe ein wenig tiefer. Die Schaufel. Alles klar. Cool. Ja, tatsächlich. Ich kann random... Oh, wow, okay. Ich kann random Löcher in den Boden schaufeln. Aber dort, was glitzert, ist halt etwas drunter versteckt. Okay. Das ist... eine Truhe, okay. Kann man machen. Hey, nein. Witzig. Okay. Ja, aber kann ich da... Ich kann auch etwas pflanzen hier. Wenn wir hier ein paar Rüebli abpflanzen. So. Was passiert echt, wenn ich hier nichts pflanze? Geht die dann mit der Zeit wieder zu? Ich mache jetzt hier ein Feld, Leute. Das Restaurant braucht schliesslich seine eigenen Dings. Sein eigenes Rüebli-Feld, finde ich. Ah, oh. Okay, wenn ich zweimal tue, verschwindet es näher. So. Jetzt habe ich schon wieder... Oh Mann, es geht so schnell. Ach, je. Es geht so schnell, dass man keine Energie mehr hat. Wahnsinn. Vielleicht bin ich auch ein bisschen voreilig. Das kann natürlich auch sein. So, und noch hier. Jetzt brauche ich hier noch schnell die Gießkanne. Muss ich das schliesslich ein bisschen bewässern. Here we go. Nice. Yeah. Den Rest machen wir das anderes Mal. Oh oh. Also kommt mir hier auch noch Rüebli abbauen. Das ist doch okay. So. Gut. Warum auch nicht? Hallo. Da bist du ja. Hey, die Dinge. Nun, sie scheinen immer ein bisschen magischer zu sein, wenn du in der Nähe bist, Steffi. Oh, was? Die herrschaftlichen Geräte. Was muss ich machen? Das Traumstoff. Was fehlt mir mit Schloss gelangen? Wie war... Ah, ich kann einfach... ich habe etwas für dich. Aha. Lieblingsdinge des Tages. Cracker. Was ist jetzt mit... was ist jetzt mit dem? Kann ich da Sachen tauschen mit dem, oder was? Hey, die Dinge, okay. Und jetzt hinfort mit dir. Es gibt viel zu tun. Hat er mir jetzt etwas gegeben? Ich glaube nicht, oder? Weird. Aber da habe ich noch etwas bekommen. Ein gemütlicher schwarzer Kapuzenpulli. Das ist doch auch schön. Warum auch nicht? So, hier kann ich mal noch ein bisschen... Ah, oh nein. Erde. So. Da ist noch ein bisschen Holz bleiben liegen. Ja. Ist der nachher gewachsen? Oder habe ich den übersehen? Ich glaube, die wachsen nachher. Kann das sein? Ja. Okay, ich glaube tatsächlich, dass das Zeug mit der Zeit random einfach wieder
wieder auftaucht. Hier haben wir noch etwas für unsere Schaufel. Steckt drunter. Aha. So, jetzt ist es wieder weg. So gut. Holz. So. Da gehen wir jetzt runter. Da, Spitzhacke. Ist auch schon eine Kiste, die auf uns wartet. Nice. Ja, jetzt hat er schon wieder keine Energie mehr. Boah, das geht echt schnell. Also, dass man keine Energie mehr hat. Kann ja kaum etwas machen. Okay, das ist schon ein bisschen nervig, muss ich schon sagen. Das hätte ich mir schon gewünscht, dass es ein bisschen... Ja, ein bisschen chilliger ist. Ach, noch mehr essen. Gut, essen wir jetzt noch ein paar Äpfel. So. Das Mineral. Nicht. Also nicht das Mineral Wasser, sondern ein Stein. Also da frage ich mich schon ein bisschen, warum sie das Feature eingebaut haben mit dem Essen. Warum das da die Energie so schnell runtergeht und man immer wieder muss essen zum... da hinten ist die Angelrute. Das finde ich ein bisschen lästig. Spoiler? Nein. Oh, kein Spoiler. Also... Im Moment finde ich es einfach lästig, dass man die ganze Zeit muss essen muss, wo die Energie schnell weggeht. Also ich bin ja wirklich auch ein paar Minuten am Essen. Wirklich nicht so geil. Abwarten, das Essen hat noch mehr Gründe. Ich hoffe es. Mein Inventar ist voll... Das auch noch. Mann. So, jetzt nicht mehr. Was ist jetzt... Oh. Okay. Ich glaube, Oh, was ist da? Ja, okay, ist gut. Gehen wir mal. Gehen wir, kann man eigentlich rennen oder so? Gut, ich renne glaube ich schon. Ich muss mein Inventar leeren, Leute. Hey, nein. So. Ist ja Standard, wenn die Tasche voll ist, einfach mal 10 Äpfel essen. Ja, aber ich habe nur 3 gehabt. Aber das Lager ist ja hier. So. Genau, das nehme ich mal ins Lager. Das. Die ganzen Blümchen. Ich glaube, das Zeug brauche ich im Moment nicht. Steine. Ohne. Was, das Lager ist voll. Eins erweitern. Kann ich nicht. Ach, das kostet 5000 Gold. Oh, wow, okay. Schlecht. Ein besseres Haus, um mehr Lagerplatz zu haben. Ach so. Ja, aber es sieht doch schon super aus. Das weiss ich noch mehr. Apropos, ich glaube, neue Möbel freigeschaltet, ne? Was hat denn da alles noch? Ja. Das Stück. Da habe ich nicht noch mehr. Nein. Ach, schade, ich habe mehr freigeschaltet. Egal. Gehen wir halt wieder.
Hey, Steffi, danke für die Unterhaltung. Massimo, schön bist du da gewesen. Habt ihr Sorge? Ja, du dir auch. Schön bist du wieder online gewesen. Ja, es hat mich tatsächlich auch sehr gefreut. Was Synchronisation in Echtzeit? Das Spiel ist jetzt mit deiner Zeit synchronisiert. Okay. Und Charakter haben ihren eigenen Zeitplan. Und jeden Tag gibt es neue Sachen. So. Okay. Dann müssen wir jetzt jeden Tag spielen, Leute. Jeden Tag. So. Ja, Massimo, hey, wirklich schön bist du da gewesen. Komm das nächste Mal wieder. Mach's gut. Wir hören uns, würde ich meinen. Aber es war verständlich. Real Life first, eben, gell. Auf dieser Meinung bin ich eben auch. Muss jetzt weiter, haben ein schönes Wochenende. Du auch. Tschüss, Massimo. Mach's gut. So, gehen wir wieder runter hier. Ist wie ein Tamagotchi oder Animal Crossing in diesem Fall. Keine Ahnung, ich habe weder Tamagotchi noch Animal Crossing gespielt. Ui, es blubbert so schön. Also, jetzt werden wir zuerst angeln. Oder auch nicht. Jetzt nicht angeln. Oh. Okay. Angelexpedition. Aber den Goofy habe ich noch nicht gefunden. Echt der? So, jetzt das Buch. Das sind echt die Bücher. Da ist etwas. Oha. Oha, was ist... das sieht gruselig aus. Ich glaube, die kann ich noch nicht entfernen. He? Das ist eine Erinnerung, aber... Oder musst du irgendetwas Wichtiges, aber die ist noch ein bisschen zu gross. Haben wir die gefunden? Eine Teilerinnerung oder so. Ah, wieder das da, okay. Die Wiese ist ein schöner und friedlicher Ort mit sanftem Gras und einer angenehmen Brise. Perfekt für ein Picknick oder einen Spaziergang. Aha. Es klingt aber sehr unheilvoll hier. Was ist das Ding? Eine rote Hose. Ja, Mamma Mia. Fancy sind wir da unterwegs. He? Was zum Henker ist das? Ich kann nichts machen mit dem. Okay. Das sieht aber auch nicht nett aus, um ehrlich zu sein. He? So, und dann haben wir noch ein weißes Häschen. Hoi Häschen. Soll ich dir folgen, oder was? Okay, das will nichts mit mir zu tun haben. Ja, in dem Fall. Da unten dran ist auch etwas. Komm mal gerade. Komm mal gerade, Häsli. Was zum Henker ist denn das? Ein Bananenbaum. Ist ja hure cool. Ich finde Bananenbäume so geil. Ich finde, die sehen so cool aus einfach. Ich hätte doch gerne einen. Das Häsli ist ein bisschen hyperig. Wie viele Blümchen hat sie? Das Vogelhäuschen. Hey, sag mal. Ich kann ihm nicht mal einen Apfel oder so geben. Oder fies. So, jetzt holen wir noch schnell noch die Spitzhacke führen. Aber es ist sehr befriedigend auf jeden Fall. Dass es langsam so schön wird. Da ist irgendetwas unten dran. Genau, Kiste ist das. Eine gelbe Kiste, okay, interessant. 200, nicht schlecht. Jetzt lustige Pflanze auf jeden Fall. Also, und was ist echt das?
Oha, da kann ich das Rezept machen. Okay, wie cool. Okay, aber da fehlt mir noch etwas. Traumscherbe. Ah, okay. Möbel könnte ich machen. Habe ich aber nicht vor. Zaun wollte ich auch nicht. Ah, ich kann da schreinern. Ist ja echt lässig. Oh. So. Jetzt haben wir gerade mega mühsames Achievement beim Cookie Clicker. Nein, wirklich. Wow. Ist nicht die Ernst. Cookie Clicker. Hey, nein, der Anger. Was ist denn das für ein Achievement? Erzähl mal. So. Ich will da noch die Hand. So. Kann ich da jetzt rein betreten? Da ist der Goofy! Hey, fast die gleiche Richtung wie ich. Voilà. Oh, er hat so eine coole Dings. Eine coole Pflanze. Ich kann eine Kiste zuerst looten. Also, unser Inventar ist schon wieder voll. Echt jetzt? Benutzen. Das Buch. Was passiert, wenn ich das Buch benutze? Ah, das ist für Rezept. Ah, aha. Okay. Lässig. Boah. Ernte unterschiedliche Früchte. Dann hier, da habe ich auch noch mal etwas. Eine Erinnerung oder so, ja. Ich freue mich, Goofy zu besuchen. Er hat immer ein freundliches Wort und so alberne Ideen. Aber er meint es gut und wenn er lacht, muss ich auch immer lächeln. Der lacht doch so, nicht? So, jetzt muss ich es schnell benutzen. Kumpel, wie wär's mit einem Plausch? Ich habe keinen Platz mehr. Zeig. Habe ich bekommen. Eine rote sportliche Sonnenbrille. So. Hey Goofy! Möchtest du dies weitergeben? Kaputte Angel. Ah, sie ist kaputt? Ja, in dem Fall. Hui, jemand Neues! Du bist doch kein unheimlicher Fremder, oder? Du bist nur ein Freund, den ich noch nicht getroffen habe, richtig? Oh. Hey Nico, wie geht's dir? Was, natürlich bin ich ein Freund. Ich schätze, ich kann ein bisschen unheimlich sein. Ich bin hier, um dir zu helfen. Geht es dir gut? Natürlich, aber es ist ein wenig unheimlich geworden, als der Himmel sich verdunkelt und ein paar meiner Freunde verschwanden. Aber jetzt bist du ja hier. Oh shit, so geil. Wir werden die gute Freunde sein, ich weiß es einfach. Wenn das nicht so aufdringlich ist. Es gibt so viel, was ich dir zeigen möchte. Da ist mein Stand. Wir müssen ihn allerdings erst aufräumen. Oh, und wir können auch angeln gehen. Natürlich muss ich erst meine Glücksangel finden. Immer mit der Ruhe, Goofy. Ich habe deine Angel schon gefunden. Es gibt nur ein Problem. Sie scheint kaputt zu sein. Da, look. -1 Angel. Danke, Steffi. Jetzt lass mich mal sehen. Sie war nur mit Algen verheddert, aber jetzt ist alles wieder in Ordnung. Jetzt, wo ich meine Glücksangel wieder habe, gebe ich dir diese, die ich noch nach dem Vergessen gefunden habe, damit wir zusammen angeln können. Ich glaube, sie gehörte unserer alten Herrscherin. Hey, sieh mal, sie scheint dich zu mögen. Weil ich so magisch bin, weil ich gut angeln kann. Das ist seltsam, ich bin nichts Besonderes. Immer die Auswahlmöglichkeit, ich bin nichts Besonderes. Die ist hure assi eigentlich, nicht? Ich bin halt magisch. Das muss es sein. Sie ist lachen. So gut. Du scheinst wirklich magisch zu sein. Hier, bitte sehr, sie gehört dir. Ja, geil. Hier noch ein cooler Hut, damit du wie ein richtiger Angler aussiehst. Ja, geiler Anglerhut. Nice. Das darfst keine Upgrades kaufen, bis ich 1 Milliarde gesammelt habe. Geht wahrscheinlich ca. 3 Stunden. Mit Upgrades würde es 2 Minuten gehen. Oh wow, okay. Yikes. Was hältst du von dem Hut? Ziemlich schick, oder? Ja, ist wirklich schick. Ja, das ist er. Vielleicht sollte ich meine eigene Goofwear-Modellinie gründen. Why not? Ich könnte Onkel Dagobert ein wenig Konkurrenz machen, haha. Also gut, ich zeige dir, wie du deine neue Angel benutzen kannst. Yeah.
ist goldig. Goofy, ja. Kleide dich so gut du kannst. Mhm. Das ist klar. Da glitzert es noch. Aha. Ah. Oh, no. Da. Nutzen. Ich habe nochmal ein Buch. Fischsuppe. Mal Fischsuppe ist eigentlich fein. Hey, nein. Ich habe nochmal so ein Buch, habe ich gerade gesehen. Gemüsepastete. Jetzt komme ich Hunger rüber. Hey. Und wie? Aber sonst gibt es, glaube ich, nichts, oder? Jetzt gehen wir wieder. Aber eben, ich habe schon 411 von den 569 Erfolgen. Oha, wie lange spielst du schon? Klingt nach viel. Okay, mal wieder etwas essen. Ich habe jetzt Gott sei Dank Rüebli! Nice. Okay, wow, die geben absolut keine Energie. Bananen? Ah, das sieht doch schon besser aus. Also ich finde, wenn, dann hätten sie ja mit der Banane wirklich etwas, also ein Obst können machen, das viel Energie gibt. Das wäre eigentlich naheliegend gewesen. Aber jetzt. Nicht verschlucken, aber durchgehend läuft es auch über Nacht. Ich habe jetzt 397, also praktisch 400 Stunden. Ja, krass, nicht schlecht. Wann hast du denn angefangen? Ja, ich weiss, danke. Aber ich möchte jetzt zuerst noch ein bisschen aufräumen rundherum. Oh, mein Magen knurrt. Es ist wohl Zeit für ein Sandwich. Gib mir auch eins. Splitter. Yeah, mehr Dreamlight. Ich habe es nämlich darum auch am Laufen. Muss ich zugeben. Cookie klicken. Ich habe es im Browser im Tab offen. Ab und zu tue ich mal ein paar Sachen kaufen. Und ja. Aber ich habe es wirklich schon seit Wochen offen. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, wie viele Stunden ich schon habe. Kann man das irgendwo nachschauen? Ah, du hast es gekauft? Hä? Ich spiele es gratis im Browser, Mann. Muss ich echt zugeben. Ich spiele es gratis im Browser. In Steam hast du dir Cookie Clicker gekauft? Okay, lol. Was zur Hölle ist Cookie Clicker? Oh mein Gott! Willst du mich verarschen? Du kennst Cookie Clicker nicht? Ja, die 5 Stutz, ja, okay, fair. Ich habe nicht mal gewusst, dass man es im Steam kaufen kann, darum ja. Hey, Leute, oh mein Gott. Nico, we need to talk. Seriously, am Mänti im Podcast müssen wir zusammen reden. Jetzt noch. Das Inventar ist schon wieder. Aber ich kann ja etwas essen, oder? Wieder da, Bananen kann ich ja noch essen. Genau, dann jetzt hier wieder das Buch. Ja. Kartoffelsuppe mit Lauch. Oh, das ist sehr fein. Was habe ich hier noch? Ich habe noch irgendetwas gefunden. Ah, hier, oh, das ganze Blümchen. Ja, okay, das geht lang. Es fühlt sich langsam. Aber ich finde es noch angenehm, wenn man so eine Stunde, 2 spielt. Apropos, jetzt ist das schon 4 Uhr. Hey, nein, oh Gott, die Zeit ist jetzt schnell durch. Hey. Was?
krasse. Oh wow. Okay. Es geht echt schnell Fürschi. Also auch mit dem ganzen Zeug sammeln und so. Das ist cool. Also, dass es so schnell vorwärts geht. Was ist denn hier? Kannst du ihn noch aufheben? Okay. Das ist jetzt freigeschaltet. Hier. Nochmal so das Ding. Ich dachte mir schon immer, dass dies ein schöner Ort für einen Garten wäre. Okay. Okay, da können wir nicht rein. Da können wir irgendetwas bauen, irgendwann mal. Okay. Nice. In Berry haben wir ja noch ganz viel. Ich bin ein bisschen abgekommen von meiner Mission, hätte ich fast gesagt. Dann ist das Holz da, ist das neu? Oder habe ich das übersehen? Aber ja, ich muss hier ein bisschen aufräumen. Ich muss aufräumen. Sonst ist... ich muss dem Drang eigentlich wirklich... Es tut mir leid, aber ich muss dem Drang nachgehen. So. Ja, was ist momentan los in Social Media mit dem Ariel-Movie? Wieso meinst du? Also ich habe auch schon ein paar Sachen mitbekommen, aber wieso meinst du? Es gibt halt recht viele, die sich empören darüber, dass Ariel schwarz ist, aber es ist halt nichts Neues. Schon was angekündigt worden ist, wer das Ariel soll spielen, ist ja das Rumgeheule schon riesig gewesen. Es kann doch nicht sein, dass Ariel schwarz ist, mein Miet. Ariel ist ein fiktiver Charakter. Das ist auch schon mal 1000-mal logischer, als wenn plötzlich der Achilles schwarz ist. So wie Netflix es gemacht hat. Das ist weird. Und da hätte ich auch verstanden, wenn sich die Leute beschwert hätten. Aber die Ariel ist fiktiv, Mann. Who cares, ob sie schwarz oder weiß ist? Also ich finde es super, dass eine neue Generation eine andere Ariel haben. Ich finde es schlimm, dass unsere und ältere Generation sich darüber nervt. Ja, same, fix. Bin ich ganz bei dir. Puro überflüssig. Ich finde es auch schön, to be honest. Ruhe. Viel Geld. Schon fast keine Energie mehr. Ah, 1000 Sachen einsammeln. Ah, okay. Rüebli. Dann habe ich auch wieder ein bisschen Platz im Inventar. Und noch ein paar Beeren. Dann haben wir viel. So, und dann haben wir noch so eins, das wir auftun können. Sneakers! Okay. Aber cool. Nein, ich will gerne meine gelben Mickey Converse behalten. Danke vielmals. Die lässig. Ich würde sogar selber anlegen, wenn ich sie hätte. Also wenn ich sie in echt hätte. Ja. Und langsam hier. Und langsam. Sind wir hier? Warum? Die Leute haben wieder ein riesen Problem. Ja, die Leute haben ständig Probleme. Ist das noch nicht aufgefallen? Vor allem auf Twitter. Die hure Rage-Gesellschaft auf Twitter geht mir voll auf den Sender. Unterhaltsame Rivalität in letzter Zeit. Dagobert kann bei besten Bildern nicht herausfinden, warum Goofys Verkaufsstand mehr Profit macht. Oh! Goofy hat angefangen zu versuchen, zu helfen. Und das ist genauso lustig, wie Goofys Hilfe immer ist. Wow. Oh. Machen die gerade den Goofy hier fertig? Das ist eigentlich das da hier. So, das
bin ich ein bisschen aber weit weggekommen. Was ist das da hier? Ich würde sagen, ich probiere jetzt hier mal ein bisschen mehr am Angeln. Am Angeln. So. Ah, da ist ja schon der Goofy. Ah, oh. What the fuck? Ja, nee, du musst mich nicht anführen. Jetzt. Okay, Moment. Das hat es mir vorhin nicht angezeigt, oder? Kann das sein? Okay, das muss man ein bisschen üben anscheinend, hä? Mann, wo zieht ihr da her? Mann. Das hat schon wieder keine Energie. Are you kidding me? Oh. So, also. Probieren wir das nochmal hier. Aber das mal bitte gerade. Kannst du bitte gerade? Nee, was ist echt bei ihr gerade? Probieren wir es nochmal. Oh, ja. Egal. Yeah, einen Fisch gefangen! Ein Barsch! Yes. Hallo, Kumpel. Hallo, Kumpel! Oh, so geil. Und was ist das? Eine Regenbogenforelle. Oh, die ist hübsch. Wie Way. geht's dir heute? Gut, danke. Wie geht's dir? Oh, wir werden viel zusammen. Na, so was. Du bist ein Naturtalent, Steffi. Das hat Spaß gemacht. Es war friedvoll. Es hat Spaß gemacht. Das stimmt. Und nützlich ist es auch noch. Du kannst deinen Fisch an meinem Stand verkaufen. Das heißt, sobald wir ihn wieder eröffnet haben. Wir Cool. sehen uns. Ich muss jetzt aber noch auf die andere Seite. Jetzt haben wir auch noch ein paar von diesen Blubberbläschen. So. Delay. Was ja getroffen? So das. Okay, zu früh gewesen. Aber ihr wisst ja, was ich immer sage. In jedem guten Spiel kann man angeln. Lege einen Gegenstand ab. Excuse me? Ja, dann haben wir das Gänseblümchen. Von dem habe ich nur eins. Eine Brasse. Die ist auch hübsch. Was ist hier? Nochmal eine Erinnerung. Mhm. Ah, das ist Cinderella. Was sie das Kleid machen. Das erste Kleid. Also beziehungsweise, wo sie ihr erstes Ballkleid macht. Aus dem alten Kleid von ihrer Mutter. Ja, Mann, ich weiss Bescheid. Aber dass man... Outfit. Habe ich doch schon! Ah nein, habe ich nicht, tatsächlich. Ich mag mein Outfit aber nicht ändern. Oh, ich finde mein Outfit schön, wie es ist. Ja, aber so wie es aussieht, müssen wir tatsächlich nochmal schnell zurück. Oh. Einfach fies. Und noch ganz viel Rüebli. Aber Rüebli haben wir auch noch im Inventar. Darum, Hoi, Merlin. Oh, Hallöchen. Bravo, Du sehr kommst gut, ein Steffi. bisschen spät, weißt du? Du hast nicht nur die Dunkelheit, die über dem Dorf lag, zurückgedrängt, sondern auch alle Insignien gefunden, die unsere frühere Herrscherin hinterlassen hat. Mit deiner Verzauberung bist du für das, was vor dir liegt, gut gerüstet. Die Spitzhacke kann nur von jemandem geführt werden, der würdig ist, und das bist du ganz sicher. In deinen Händen spaltet sie Felsen in nur einem Schwung. Die Gießkanne muss nie nachgefüllt werden. Sie beschleunigt den Wachstumsprozess der Pflanzen und hält alles, was hier blüht, gesund. Die Angelrute braucht keinen Köder und verheddert sich nie. Mit ihr kannst du auch auf dem Grund des tiefsten Meeres auf den seichten Teiches fischen. Okay. Was die Schaufel betrifft, naja, es ist nur eine Schaufel. Aber eine sehr gute. Du brauchst sie für die Gartenarbeit und zum Auffinden von Gegenständen, die am Boden des Tals versteckt sind.
Jetzt, da du alle herrschaftlichen Geräte gefunden hast, spürt der Wunschbrunnen deine neu gewonnenen Kräfte. Du bist bereit, die Aufgaben des Brunnens zu übernehmen und das Dreamlight zu sammeln, das du brauchst, um die Nachtdornen von der Tür des Schlosses zu entfernen. Beginnen wir damit, wie das Ganze funktioniert. Blicke in den Brunnen, um zu sehen, was das Tal braucht. Selbst die einfachsten Aufgaben zu erledigen, wird große Veränderungen mit sich bringen und dazu beitragen, das Vergessen zu beenden. Solange sie im Geiste der Liebe, der Fürsorge und der Freundschaft getan werden. Wenn du dann genug Dreamlight gesammelt hast, um die lästigsten Nachtdornen aus dem Schloss zu entfernen, komm zu mir. Bravo! Okay. Also, jetzt fängt der Grind an, hä? Yeah, nice. Also, erzähl. Also, alles das Zeugs muss ich hier machen. Erhalte 500 Sternenmünzen. Bringe einem Freund ein Lieblingsgeschenk. Baue 5 Gemüse an. Ändere dein Outfit. Baue 2 Mineral ab. Und bereite 2 Gerichte zu. Ich weiß ja nicht mal wie. Okay. Ich gehe mal zuerst in mein Häuschen. Ich muss Dings loswerden. Spitzhacke à la Thors Mjölnir. Ja, etwa so. Etwa so kann man sich vorstellen, ja. Aber ich kann nichts mehr über tun, glaubst du, oder? Nur die Sachen, die ich schon dann habe. Das ist doof. Ich weiss halt nicht mal, für was die Blümchen hier sind. Ja, well. Sayuki, hey! Wunderschönen guten Freitagnachmittag, wie geht's dir? Ich brauche auch so eine Spritzkanne, die nie leer wird. Ja, gell, das ist eben schon nice. Aber meine Energie ist jetzt wieder voll. Cool. Aber ja, er wollte, dass ich mein Outfit wechseln. Why? Ich will mein Outfit nicht wechseln. Ich habe mein Outfit gern. Ich mag coole Outfits. Oh, das ist lustig, das nehmen wir. Schicke Sneakers. Der Angelhut, perfekt. Oh, die rote Hose. Ja, die passen einfach nicht ganz so, hä? Ja. Also, ich habe mein Outfit gewechselt. Bist du einverstanden? So. Mach ein Foto. Ja, aber das habe ich doch vorher schon die ganze Zeit probiert irgendwie. Das ist irgendwie nicht so gegangen. Hier steht RT für Foto. Aber mit RT geht halt nur das auf. Ah, X! Ah, unten links im Ecke, winzig klein, steht einfach X. Ja, super. Also, hier X. Merlin. Hello! Perfekt. Möchtest du das Bild auf dem Gerät speichern? Ja. Sorry, aber das ist schon ein bisschen witzig. Jetzt hast du schon 2 Bilder gemacht. Halleluja. Hey, komm Dagobert, wir machen noch ein Bild mit dir. Vor dir. So. Sehr schön. Vor dir, ja, Dings, was auch immer das soll sein. Bank, wo zugelassen ist. Und noch ein Bild mit dem Goofy. Und dann ist Feierabend, Leute. Dann muss ich leider gehen. Beziehungsweise, ich kann noch ein bisschen angeln. Und Himbeere. Es gibt so viel zu machen hier, Mann! So, ich brauche Energie. Es gibt so viel zu machen.
So, wenn wir schon den Schikut anhaben, tun wir noch ein bisschen angeln. So. Der Merlin schaut natürlich gerade direkt zu. Bin ich wundernase, der Merlin hier. Yeah! Eine Regenbogenforelle. So schön. Und da, das hier, das ist blau vor allem. Das irritiert mich. Ah, das ist ein bisschen zu weit. Aber ich habe es nicht gesehen, wo es gespiegelt hat. Das Game ist tot. Ach. Nur kein Druck aufbauen, Merlin. Gell? Nur mal keinen Druck aufbauen. Tschüss, tschüss, Dude. So. No pressure, Merlin, no pressure. Ah, Jesus. Es ist so langsam. Das macht mich fertig. Es sollte einfach ein bisschen schneller gehen. Schau mal, wie langsam der Kreis ist. Jetzt habe ich gemeint, er hat das vorne so ein Hörnchen, das lampert, aber es ist ein Merlin, sein Hut. Eine Brasse haben wir gefangen. So. Das ist irgendwie Besonderes oder so. Das ist ein bisschen daneben. Ich kann aber, glaube ich, nicht abbrechen. Kann das sein? Der Barsch. Ah. Entschuldigung. Ah, so kann man abbrechen. Okay. Mit X natürlich wieder. Okay, näher. Ey. Also, gerade stehen ist auch nicht so deine Stärke, hä, Schätzli? Jesus Christ. So, jetzt. Okay, aber die Blubberblasen kommen einfach immer wieder. Yeah. Fangen ohne zu scheitern. Juhu! Dann hier mache ein Foto, genau. Habe eine tägliche Diskussion. Ah, eine, okay. Bilder. Wo ist der Merlin? Ah, natürlich, jetzt ist er wieder abgehauen. Ah. Mangiare. Oh. Mangiare. Oh. Was war das? Hat gepackt. Ey, hallo, gerade, haben wir doch gesagt. Okay, aber ich glaube, Angeln könnte man von ewig, habe ich das Gefühl. He? Da schaut er mir wieder zu. Doch, kleine Wunder. Echt. Oh, das ist schon besser. Nice. Oh yeah! Eine Erinnerung. Oder einmal Teilerinnerung. Also ein Bild ist... Oh. Ja gut, es ist nicht so einfach. I guess es ist auch ein Ariel. Es ist unter Wasser. Also von dem her, ja. I don't know. Aber die Fische, also die Blubberblasen, die kommen immer wieder. Es sieht echt nicht aus, als ob die wieder verschwinden würden. Also ob die komplett würden verschwinden. So. Sobald man etwas geangelt hat. Ach, damn. Mir geht's heute eigentlich ganz gut. Merci, Sayuki. Ich hoffe, dir auch. Freust du dich auf das Wochenende? Ah. 10 Fische habe ich gefangen. Yeah. Das nächste ist 140. Are you kidding me? 140 Fische. Holy. Okay, jetzt rede ich noch mit ihm. Schön, Hallo, dich zu Goofy. sehen. Hui, ich schätze, er ist etwas heruntergekommener als ich dachte. Aber das macht nichts. Onkel Dagoberts Baufirma kann das in Ordnung bringen. Du kannst das Schild benutzen, um ihn zu rufen. Meinetwegen. Aha. Sei gegrüßt, Ey. Nachbar. Es wird Zeit, dass Goofy diesen Ort auf Vordermann bringt. Ich bin froh, dass du ihm hilfst. Kommen wir nur zur Sache. Goofy kann diesen Verkaufsstand ohne weitere Kosten haben, da das Tal ihn braucht. Aber nächstes Mal werde ich nicht so großzügig sein. Was meinst du?
Yes, machen wir. Goofys Verkaufsstand ist ab sofort eröffnet. Wenn du an einer anderen Immobilie Interesse hast, also interessiert bist, lass es mich gerne wissen. Berühre einfach das Schild daneben. Alles klar. Ah, Verkaufsstand, so herzig. Darf jetzt all meine 1000 Sachen, die ich habe, sammle Ressourcen, verkaufe auf Goofys Verkaufsstand Dinge, die du nicht brauchst. Gut, dann kann ich jetzt hier alle meine Sachen loswerden. Bitte. Hallöchen. Verkaufen, bitte. Ja. Hier, eigentlich Fische. Alles an Fischen, die ich habe. Ich weiss gar nicht, kann ich Blümchen auch verkaufen? Auch schon. Also, wenn ich essen brauche ich auch selber. Darf ich Steine auch verkaufen? Merci. Behalte ich mal noch. Das brauche ich auch. Okay. Steine kann eben sein, dass ich Steine brauche, für irgendetwas zu bauen oder so. Ich verkaufe das jetzt einfach mal. Ich brauche Platz im Inventar. Sorry. Gut, okidokili. Du kannst jetzt vorbeikommen, wenn du etwas brauchst. Nice. Wir sehen uns. Oh yes. Na, wie geht's? Danke für alles, Steffi. Du hast meine Angel gefunden und mir geholfen, den Stand herzurichten. Du bist eine wahre Freundin. Alles, um dem Dorf zu helfen. Ich tue alles, um meinen Freunden zu helfen. Ja, mach alles, um meine Freunde zu helfen. Ach, was soll's. Ich bin wirklich stolz darauf, dein Freund zu sein. Hier ist eine Kleinigkeit, um dir zu zeigen, wie sehr ich dich schätze. Es ist eine kostenlose Probe einiger der Samen, die ich auf dieser Wiese verkaufe. Nice. Danke vielmals. Nice. Ich habe ständig neue Sachen im Verkaufsstand, also komm vorbei, wann immer du willst. Du könntest sogar ein Investor sein und mir helfen, ihn noch besser zu machen. Dann könnte ich noch mehr Saatgut verkaufen. Aha. Ja, Level 2. Wuhu, maximale Energie erhöht. Schön. Und wir haben einen Fußboden bekommen oder so, I guess. Schön. Haben wir das auch erledigt. Wunderbar. Der Ding sieht jetzt noch gerade nicht so schön aus. Aber ja, it is how it is. He? Eine tägliche Diskussion muss ich, glaube ich, irgendwie noch haben oder so. Reden wir mal mit dem Merlin. Du bist hier. Schön, Hey, denn die uns Dinge bleibt nicht nun. viel Zeit. Die scheinen immer ein bisschen magischer zu sein, wenn du in Nähe bist. Ist das kein, also mit dem ist es auch keine tägliche Dings, oder? Ja. Und jetzt hinfort mit dir. Alles klar, Es gibt viel Scorput. zu Für tun, Spaß viel im zu tun. Zirkus. Mach's gut. Kann ich jetzt noch mal mit ihm reden für die tägliche Diskussion? Oh, ich liebe Hey, schöne Kumpel. sonnige Tage. Ach so, okay, das ist auch nur das. Bis bald. Ui. Ja. Oh, da hängen sie noch Bananen. Okay, also es ist schon krass. Man kann schon ständig Zeug machen. Also sehr viel. Sehr, sehr viel. Also es verleitet einem schon sehr, um einfach noch mehr und noch mehr und noch mehr zu machen. Und aber auch hier Dings. Kann noch buddeln. Mach ich gerade wieder zu. So. Hier könnte man. Oh, veredeltes Material. Aha. Truhe. Ich würde gerne eine Truhe machen. Ja, danke vielmals. Nice. Ja, lässig. Blumenett kann ich auch noch nicht machen. Möbel möchte ich ehrlich gesagt gar nicht wirklich machen. Sonnige Tage. Das auch nicht. Gut. Nice. Hey, eine Kiste. Geil. Was kann ich jetzt auch mit dieser Kiste machen? Also es ist glaube ich bei den Möbeln, hä? Anscheinend. Da, Truhe. Ich kann die überall platzieren. What? Kann ich jetzt... Es ist tatsächlich ein Lager. Halleluja! Okay, cool. Nice, dann wissen wir das auch.
Und wenn ich das hier so mache, dann kann ich die auch wieder einpacken. Nice. Ja, oder gut. Dann gehe ich jetzt aber zurück zu meinem Häuschen. Zuerst hätte ich noch mit dem Dagobert. Hallo! Gut gemacht, Steffi. Goofys Laden hat wieder geöffnet. Also kannst du dir etwas davon dazu verdienen. Wenn du bereit bist, in meine große Wiedereröffnung zu investieren, kannst du einfach das Schild neben meinem Laden verwenden. Auf Wiedersehen und bis bald! Okay. Nice. Ja, cool. Hey, wie findet ihr es? Ist verdammt herzig gemacht, nicht? Irgendwie. Also, ich muss schon sagen, ich finde es schon ein bisschen cute. Oh, was ist denn hier passiert? Ich kann so oft... Oh, ich kann so viel ernten wie möglich. Okay, geil. Wobei sie sind halt ein bisschen... ja, was soll ich sagen? Rüebli bringen halt nicht so wahnsinnig viel. Aber ja. Ja, aber was haltet ihr vom Spiel? Ist herzig, ne? Ist eigentlich wirklich noch herzig gemacht. Also muss ich wirklich sagen, ich könnte jetzt easy noch so 2-3 Stunden weiterspielen. Kein Problem. Aber machen wir nicht. Aber was wir machen, ist noch schnell ein Selfie. Hier bei uns, in unserer wunderschönen Wohnung. Nice. So, wunderbar. Gut. Also, würde ich sagen, dann schauen wir, dass wir hier nächstes Mal auch weitermachen. Oder vielleicht spiele ich nächstes Mal auch Dreamlight Valley. Das kann auch... Dreamlight Valley. Wandering Village. So, spielt auch in einem Tal. Von dem her ist es das Gleiche. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich finde es gemütlich. Ja, bis jetzt. Es ist halt nostalgisch, wie nur etwas. Also, echt die ganzen Figuren, Disney-Charaktere, die man halt immer trifft, ist halt schon sehr... das freut einfach so dein Herz. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es so. Es lässt mein Herzchen höher schlagen. Weekend wird, glaube ich, toll. Hey, Hochzeitstag, wir gehen ins Kino, fein essen und Kinder werden von den Grosseltern beträumt. Oh, mega schön, Sayuki. Geniessen es. Weißt du schon, was ihr geht schauen im Kino? Und ja, 2 Stunden, Sayuki, immer am Freitag am 2. Ich fange ein bisschen früher an, nicht erst um 3, sondern schon um 2. Wo halt Freitag auch. Und ja, genau. Also unser Podcast am Montag startet am 3. Der Troy am Mittwoch mit Gaming startet ja auch am 3. Aber ich am Freitag starte schon am 2. Und am Dienstag haben wir ja schon auch noch einen Klemmbaustein, Zusammenbau-Stream. Der startet aber schon um 11 Uhr am Vormittag und geht über den Mittag. Genau, also 4-mal in der Woche sind wir live. Immer so ein bisschen zu unterschiedlichen Zeiten. Aber wenn ihr auf Twitter brack.ch folgt, dann werdet ihr auch immer schön informiert, was gerade abgeht. Also, wir tun auf Twitter immer den Schedule posten, wo ihr... Danke. Wünsche dir auch ein schönes Wochenende, Nico. Mach's gut, bis am Montag. Du hast immer noch kein Twitter? Ach so, ja gut, okay. Du kannst sonst auch, wenn du bei uns im Discord bist, wirst du aber auch benachrichtigt. Oder mit alles, was wir auf Twitter posten, wird automatisch auch auf Discord gepostet. Genau. Also wenn es eine Option wäre. Aber unsere Streaming-Zeiten ändern sich eigentlich nicht. Das Einzige, was ab und zu ändern kann, halt sein, dass wir einen Stream nicht durchführen können, wo wir irgendwie etwas anderes zu tun haben. Das kann immer wieder passieren, wenn jemand krank ist, wenn jemand in den Ferien ist, etc. Aber ja, und auch unser Gaming-News-Podcast, der ja immer am Montag aufgenommen wird, live auf Twitch, tun wir ja am Dienstag am 4 Uhr auf Spotify veröffentlichen. Also auch da, schaut mal bei unserem Podcast vorbei. Ausrufezeichen Podcast. Können wir in den Chat schreiben. Wir probieren es gerade mal. So. Podcast, here we go. Genau, da kommen wir zu unserem Podcast, den wir auf Spotify haben. Einmal in der Woche kommt der, den machen der Nico und ich zusammen. Und ja, genau, so viel dazu.
Falls ihr mich noch nicht kennt, was ich ja zwar auch ein bisschen bezweifle, muss ich zugeben, dann folgt doch mir selber auch noch auf meinem Channel. Ich bin auch ein paar Mal live, nicht so viel wie auch schon, wo ich ein bisschen privat ein bisschen einiges zu tun habe im Moment mit dem Krebs von meinem Vater. Bin ich halt im Moment sehr viel im Spital. Aber am Freitag zum Beispiel habe ich jetzt wieder angefangen zu streamen. Am Freitagvormittag von 9 bis etwa 12:30 bin ich jetzt aber live. Yes. Und am Abend muss ich halt aber spontan schauen. Heute Nachmittag, also jetzt gehe ich auch nach dem Feierabend gehe ich auch wieder ins Spital. Aber ja. Hey, ich wünsche euch einen ganz schönen Abend. Dragon Ball geht schauen. Okay, nice. Cool. Viel Spaß im Kino und einen schönen Hochzeitstag in diesem Fall. Also ich genieße es. Und dann wünsche ich euch allen anderen auch einen mega schönen restlichen Freitagabend. Ein tolles Wochenende. Genießt es und dann hören wir uns nächste Woche am Montag hier am 3 für Gaming News Podcast. Hat mich sehr gefreut, mit euch zu streamen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Ciao, ciao.